Mal erstmal schlürfen. Achtung, schlürfi, schlürf. Und gleich wieder der Stick dran. Geht da was? Ob da was geht, habe ich gefragt. Achtung, ob da was geht, habe ich gefragt. Verstehe die Frage nicht. Wird schon passen. Wo haben wir? Da haben wir. Hobby! Blät! Hobby Blät ist einfach die beste Begrüßung. Dann kannst du sagen, was du möchtest. Nein, nicht, nein. Jetzt war so lange Ruhe mit dir. Ich bin wieder die AAAA. Hashtag Zerpümmelung. Hashtag geldgeiler Wichser. Nein, Mike, ich hab da nicht mehr. Jo, ich hab dir gesagt. Okay. Doch kein Popo, Mann. Aber ein bisschen schon. Wir beide wissen mal warum. Ich bin ein Rasensprenger. Nein, Maike, as always, vielen herzlichen Dank. Welcome back. Du bist doch sowieso jetzt mal dabei. Ich weiß nicht, was die Frage ist. Mein Maike, merci. Mr. Jones, servus miteinander. Wie immer, Spenden am Anfang. Was hast du heute so gemacht? Heute habe ich früher perfekt gearbeitet, um ehrlich zu sein. Mich viel mit Amazon-Scheiß befasst und so. Obwohl ich eigentlich gar nicht mag. Aber hilft nicht. Muss man durch. Da muss man durch. Was habe ich heute sonst noch so gemacht? Ja, nicht recht viel. Ich bin sprichwörtlich vor einer Dreiviertelstunde von der Arbeit heimgekommen. Sprichwörtlich. So, Herr Jones, mir ist eine Nachfrage. Habe ich die Ehre. Habe ich! So, das wäre von dir auslassen, ne? Das gute alte Händel. Jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen. So schaut's aus. Habe die Ehre an! Den like mir an, den Andi an. Den Optimo nimm den Bus. Na, Option nimm den Bus. Oder besser denn das Ausspratzen. Bürger, nochmal von vorn. Köstlich! So, nochmal! An den Mr. Fliege, Mr. Black Polle, an den Jakob Emmer, an den Herrn Heimer, an den Stanley, an den Joseph Grill, an den Forest Squad, an den Roman, an den Herbert, an die Stephanie B. Jetzt scrollen wir mal runter, weil ich sowieso schon wieder nichts mehr von lauter Hobby, die ich lesen kann. Dann kommt der Löwenzepp, as always! Lest vor, heute habt ihr wenigstens einen Sound. Haben wir heute wenigstens einen Sound? Ich weiß nicht. Haben wir heute einen Sound? Ich hoff's. Warum lest? Servus Bürger. AF an Schena Streamfight. Hashtag Lebron ins Airfield. Hashtag Kackelberger. Ich bin ein Rasensprenger. Herr Stolzer Löwe, as always, merci dir auf und schönes Stream. Ich hoffe ich doch. Hashtag Hackelberger. Armin, vergesst für den Zickel. Christi von der Tabakpflanze. Warum sitzt mittlerweile schon drauf, oder was? Ich hab doch gewusst, dass das der einzige Sinn der Tabakpflanze ist. Sag's, was es ist. Leute, vielen herzlichen Dank. Chills. Bin noch nicht mit Christen fertig. An den Herrn Gebauer, Chris, an den Manuel, an den Herrn Lautenschlager, an den Volker Domi, an den... Oh, mein Russe hat was geschrieben. Ich hab's genau gesehen. Oh, mein Russe hat was geschrieben. Pass auf. Bürger. Privet, Bürger. Oh, haben wir schon was gelernt. Privet, Blatt. Das reimt sich sogar noch. LKW in Landsberg am Lech. Muss morgen in die Schweiz. Ha! In die Schweiz, in die zweite Lieblings-Nachbarschaft. Ja, so schlimm ist es nicht. Herr Gerwin, dann sage ich mal, wollen Sie sich zurücknehmen in dem gemeinen LKW-Kabinchen und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Stream. Vielen herzlichen Dank für Ihre 5 Euro Spende und gute Fahrt morgen. Ne? So. Und lass dich nicht abschleppen in der Nacht. Das ist eine geile Idee, dann schon. Dann ist es in Ordnung. Ist eine geile Idee, kannst du dir mal sauber abschleppen lassen. Das ist völlig in Ordnung. So, Herr Seitschek, grüß mal meinen Bruder, der Brokkoli. Komisch, dass ich keinen Bruder habe. Ja, ich glaube, der gefreut sich. Nein, der dauert ein wenig, da muss man um Dreiecken klingen. Herr Seitschek, as always, merci dir. An den Michael R., an den Hallilululillo, irgendwas, keine Ahnung, an das Wölfchen und an den Fox, den ich zwar noch nicht gelesen habe, aber der mit Sicherheit auch irgendwo hockt, an den der Feiröder, an den Herrn Grückel, an den Herbert, den glaube ich haben wir schon gerade, an den Superhansel und an den Motzog und überhaupt und sowieso. Mr. Fink, der, was? Der von mir und der Wolfin. Jetzt bin ich überfordert. Hätte mich auch gewundert. Wo würde auch den Schenmiga? Schenmicke! Shen Stream euch alle an Shen Gruß aus Oberösterreich. Hashtag unsterblicher. Hashtag Lebron. Hashtag Zero Dip. Das hat der 60 Stream mit Zero Dip. Für Austrian hat die wunderschöne und liebe Grüße zurück nach Oberösterreich aus fucking Niederbayern. Und ich wünsche ebenfalls einen wundervollen Stream.
Und jetzt chillen wir mal. Ich bin ein Rasensprenger. Ne, chillen wir natürlich nicht, hätte mich ja gewundert. Honey, habe ich dir auf geht's eine in Daisy. Wie lange hat's jetzt schon dabei? Wie lange hat's jetzt schon dabei, Leute? Wir haben noch nie vor 10 nach angefangen. Noch nie. Haut den Bürger! Machen wir den ersten Arbeitstag. Wünschen mir Glück und dass sie meine Korn April-Scherz sie einfallen lassen. Conny Meier! Erst einmal gratuliere zum ersten Arbeitstag. Sag nicht, ich habe dich nicht gewarnt. Na leider jetzt, na, das kann nicht schon wieder so eskalieren, weil jetzt, das kann nicht machen. Snoozerer Sepp! Habe die Ehre. Weiß nicht, was ich sagen soll. Immer dieselben Verdächtigen. Herr Snooze-Bene, stop it. Bitte hört's auf mit den goldenen Rahmen. Bitchin, please stop it! Merci dir, Bussi! Andi, wer soll denn das lesen? Ich darf so gerne lesen, Alter. Armin, irgendwie muss man Geld sparen, wenn man nicht zu Tschechien kann. Armin, nach Tschechien. Was für ein Leinwand-Check? Was? Alter, ich komme überhaupt nicht mehr mit. Ich kapiere überhaupt nichts. Andi, wir waren jetzt dran. Ich käme nicht mehr aus! Da hat das Wort Kollegen gefeiert, ja, das hab ich mir schon gedacht. Dann viel Spaß morgen am 1. April zum Arbeiten anfangen. Schlechte Idee. Merci. Andi, merci für den Fünfer. Timo, Pizza-Check, Cola-Check, Bierger auf 120 Zoll Leinwand-Check. Check. Merci. Herr Black Shadow, servus, heute mal ein Drilling. Merci für den Drilling. Auf und schönes Stream und Grüß wieder mal aus Anzenkirch. So, ja, schön Grüß zurück. Nee, aber weiß ich, was ist. Der One-Witch King, der echte. Gibt's einen unechten One-Witch King? Ich weiß nicht. Feier dich schon ewig, bist und bleibst der Beste. Herr One-Witch King, der echte, ganz furchtbar wichtig. Feier dich zurück. Vergesst für den Entwickler wieder Bussi aufs Nussi. So, wie lang? Jetzt war ich schon wieder im Chat lesen. Früher endlich! Warum? Sitzt schon eine halbe Stunde da und wartest oder was? Selber schuld. Wir haben noch nie vor 10 nach angefangen. Herr Kanzler, vergesst für den Euro. So, Bussi aufs Nussi. Chillen wir mal. Was tun wir heute? Heute spielen wir Daisy. Die 6. Runden. Dann darf man, wenn wir da heute wieder überleben, dann haben wir 12 Stunden lang Zero Depth wieder. Und 12 Stunden lang Zero Depth hat es echt schon lange nicht mehr gegeben. Wir dürfen es natürlich nicht verschreien, aber natürlich müssen wir also einen gewissen Grad an Arroganz müssen wir schon raushauen. Ha? So hier, Invincible LeBron ist invincible. Ob es dir das gefällt oder ob es dir nicht gefällt, das ist mir wurscht. Bis jetzt haben wir noch nicht gestorben. Wir waren noch nicht einmal nah dran, wenn ich ganz ehrlich bin. Snoozer! Soll man dann 30 Mal einen Euro Nein! Nein! Stop it! Alex, vergesst über den Entwickler. Magst du mal Vollbier-Squad Maskgläser rauszubringen? Das darf ich gern. Die hätte ich gern tatsächlich. In schwarzen Milchglas. In so einem, nicht ganz undurchsichtig, aber so halb so milchiges Glas, ganz schwarz mit weißem Vollbier-Squad-Logo drauf. Weiter Träumchen. Roman Empire! Hey Alter, Grüße aus Ulm. Aus Ulm! Verstehst du mich schon, was ich da sag? Aber wenn du schreibst, hey Alter, dann geh ich davon aus. Ein 10er ist free. Für Leute, die das erste Mal lesen, oder zumindest habe ich es nicht oft gelesen, glaube ich, da muss ich sagen, der 10er ist fair und du weißt es. Bei den üblichen Verdächtigen, da sage ich schon nichts mehr, weil das bewirkt genau das Gegenteil. Weißt du, was es ist? Herr Mr. Roman Empire, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. So, jetzt bei so was. Habe derart Hobsheit einmal wieder der Gridia beim Spuren zum Schauer 11 an Geiler. Prost. Ja, okay, ciao. Und ja, ich hab 6 Beine. Und eine kurze Hosen noch. Warum? Weil es 85 Grad hat da drin. Pfeffersepp, die hab ich doch auch schon mindestens 8-mal gesagt. Merci dir. Merci dir. Bussi aufs Nussi, was soll ich sagen, Alter? Hashtag 6 Beine ab in den Chat. Die haben ein bisschen grau ausgeschaut, ja? Die schauen ein bisschen haben ein bisschen Unterzucker und Unterblut, meine Haxen. Vielleicht sollten wir uns mal öfter bewegen, wer weiß das schon. Friends of the Sun. Merci, Alter. Merci an euch alle. Dankeschön. Kann man uns jetzt nicht über das Spiel unterhalten? Es ist fast 10 nach. Drauf geschissen. Eine Ruhe jetzt mit der Donaterei. Eine Ruhe jetzt! Wir müssen uns einmal damit befassen, was wir heute überhaupt tun. Wir werden das eigentlich einmal. Jetzt machen wir da einmal den Scheißdreck dazu. Dann machen wir den Scheißdreck da auf. Und weißt du, was wir dann erst einmal tun? Jetzt schalten wir da einmal um, so schwarz, das ist voll kacke Würstel. Oder machen wir so, bam, Hashtag Map! Map!
Map! Ah, den macht er nie wieder zu! So, jetzt gibt's 2 Stunden lang Map-Icon, G, passt, habe ich dir. Natürlich nicht. Aber damit der Herr LeBron ein fucking untouchable bleibt, ja, ist ganz furchtbar wichtig, fast das Wichtigste, die optimale Vorbereitung. Und wie wir alle wissen, in meinen Streams sind wir immer optimal vorbereitet. Also schon. Da brauchen wir jetzt auch keiner mit irgendwas anderem daherkommen. Nein, Herzl, bitte. Bitte Herzl, jetzt mit den Trompeträgern auf. Das war so schön. Der Feind, Alter, Opa schon. Nimm nur der Feind, Alter. Die WOSFO abgeben. Und bevor das in meinem Weib WOS kaufen, nimm's doch bitte du. Ja, ich weiß. Der Alte kostet noch fake nur Geld. Hey, der Feind, Alter, dann erstmal GZ zum... Österreich, hey, da schon wieder. Na, leider, Alter, das hört einfach nicht auf. Wir müssen doch die Route planen. Wie sagt dir das Kuhdorf, Fischerdorf, Epsend? Fischerdorf, nein, sagt man nix. Herr Pfeffer, aufhören jetzt! Es ist gut jetzt. Es ist Chili Vanille. Können wir bitte nicht. Aber nein, Fischerdorf sagt man nix. Merci, oder? Leider jetzt. Ich studiere NUA in Ulm. Koma du i aus bei... Nein, das erklärt natürlich einiges. Mr. Roman Empire, vergesst für den 5er Bussi aufs Nussi. Dann, jetzt passt Obacht. Herr Pfeffer, merci. Roman Empire, merci. Herr Rössler, Biergläser werden Leiband. Ich weiß, ist aber nicht so einfach. Können wir noch mal mit dem Blätschmerz drüber schmerzen. Aber jetzt einmal geschissen auf irgendwas. Geschissen auf irgendwas kann man jetzt mal spielen. Armin, Schnauze jetzt! Letztes Mal hat es eine Viertelstunde gedauert. Ja, ich will nicht einfach, ich will den Ton nicht ausmorden. Ich hab's ja noch nie ausprobiert. Ich sage ja schon seit 2,5 Jahren, sage ich darf es gerne mal ausprobieren, wenn ich mir einfach hersitze und nichts sage 2 Stunden lang, wann die Leute endlich aufhören. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht. Wir haben es ja noch nie ausprobiert, wir haben es nie auszufinden. Herr Rössler, Map! Ja, beim der Fight, der Opa. Mittlerweile schon Opa. Keine Ahnung, was da... Du bist nicht Opa geworden, oder? Ah. Oder habe ich die Zeichen falsch gedeutet? Ich weiß nicht. GZ zum neuen Job, merci. Der Alte kostet nur genug Geld. So. Schnauze jetzt! Kruzifix! Wo gehen wir hin? Wo haben wir überhaupt? Ja, ich habe da schon was vorbereitet. Die Map. Wir haben da. Wir waren, glaube ich, in Sinistock. Ja, dann haben wir da irgendwo durch die Jagerbuden durchgewuselt. Und was weiß ich, was ist für ein Scheißdreck. Aber ich weiß noch, unser Essen geht aus. Ne? Unser Essen geht aus. Oh. Das ist eine Ausnahme. Wenn mein Russe so irgendwas schreibt, dann muss ich wahrscheinlich hat er schon im Chat geschrieben, ich habe es einfach überlesen. Privet, Birgit. Sorry, dass ich letzten Montag nicht da war. Jetzt Slava bedeutet habe... Was? Yes, Slava bedeutet habe die Ehre. Yes, Slava! Blöd! Herr Russenmann, mein Russe des Vertrauens, herzlichen Dank. Privet und Yes, Slava. Merkt euch das einmal. Ab in den Chat, Hashtag Yes, Slava. Yes, Slava, blöd. So, wir brauchen was zum Essen. Wir haben ja in dieser kleinen Stadt. Und dann ist die Frage, wo wir uns hinbewegen. Ab in den Chat. Wir haben rechts von uns das Airfield. Da kommen natürlich einige. Dann werden wir aber wahrscheinlich sterben. Dann können wir aber nach rechts gehen, nach Topolinki und durch die große Stadt da durch. Auch nicht ganz unriskant. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Keine Ahnung. Oder wir gehen direkt in den Norden in ein recht abgelegenes Military-Gebiet. Ja, da gibt es einen Haufen Military-Loot. Da kann man uns schon durchschleichen. So ist es nicht. Was sagt ihr? Auf oder ins Airfield gehen wir nicht. Sagen wir es, wie es ist. Ma Pfeffersepp, bitte. Was tust du denn? Pfeffersepp! Zwischendurch war das Hochwasser 2013 so schlimm. Das habe ich mit Sicherheit mitgekriegt, aber ich erinnere mich nicht mehr drauf, ob das Fischerdorf war. Da ist mein dein Heisel davon geschwommen. Tut mir leid, hör schon auf. Ich hab's wieder nicht. Manchmal bin ich selber erstaunt darüber, dass ich einen Tinnitus habe. Nein, bin ich natürlich nicht. Aber zu welchem Ton mein Kehlkopf in der Lage ist, das verstehe ich nicht, aber das gehört so. Der Pfeffer, merci. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß aber nie, was ich drauf sagen soll, vor allem, wenn ich die 3 Sachen jetzt zusammenziehe. Ich weiß nicht. Merci dir. Bussi aufs Nussi. Vielen lieben Dank. So, ein Haufen Leute schreiben Norden. Sollen wir wirklich in das Military-Gebiet aufgehen? Weißt du, was ich dafür Bedenken habe in diesem... wir gehen ins Military. Ist schon ausgeschmerzt. Ja? Keiner von euch hat irgendwas von rechts geschrieben. Überhaupt gar keiner.
Alle schreiben Military, dann gehen wir in den Norden in das Military-Gebiet. Okay. So, wie stellen wir das an? Wir haben da schauen wir jetzt, ob wir noch ein Futter zusammenkriegen, ja, ob wir was zum Essen finden. Das ist nämlich wichtig, weil auf dem Weg darauf werden wir nichts mehr finden und in der Military werden wir auch nichts finden. Das heißt, wir brauchen was zum Essen. Wenn wir mir lebendig durch diese Military Base kämen, da. Fries ist sowieso am Besen, das ist einmal das erste, weil die so abgelegen ist, dass ich mit Sicherheit nicht der Einzige bin, der da drauf kommt. Da gehen wir ganz links auf, da ist mit Sicherheit keiner. Da ist garantiert einer. Und wenn nicht, dann trifft man mindestens auf einen Bären. Ja, da haben wir da aber absolut durch die Wildnis müssen. Vielleicht findet man da da ist so die blaue Linie, ich hoffe, dass ihr das seht, da ist so ein Wanderwegerl, also straight in den Norden. Können wir eigentlich fast nicht verfehlen. Da einfach aus der Stadt aus, straight Richtung Norden. Das probieren wir. Aber vorher looten wir die Stadt noch ein bisschen durch, vielleicht finden wir was zum Essen. Vielleicht werden wir auch da schon erschossen. Oder was weiß ich denn. Was wir jetzt denn? Schalten wir noch mal um, dann starten wir mal gemütliches Spiel. Leider Gottes kann ich das aber nicht schon vorher starten, weil sonst nämlich der Stream abkackt. Aber egal, haben wir ja Zeit. Morgen muss ich ausnahmsweise mal nicht aufstehen. Kann also mal eine halbe Stunde länger dauern halt. Vielleicht aber nicht. Vielleicht machen wir um 4 Sekunden noch 10 aus. Und ich sage nicht einmal, habe ich die, wer weiß das schon. Kann man eigentlich auch nicht machen, haben wir auch noch nicht gemacht. Egal! Köstlichstes Wodka Gorbatschow Ambrosia. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum nicht? Ihr seid. Was ist denn jetzt wieder? Ich drehe noch mal durch. 2 Minuten. der Mr. RGP oder nicht schreibt 10 Euro, wenn du völlig nackt nur mit einer Warnweste bekleidet über sehr viel läufst. Da steht nichts dabei von Überleben. Okay? Da steht nichts dabei, dass ich überleben muss. Schauen wir mal, was der Abend so bringt. So, jetzt sehen wir erstmal da oben. Warum hängt denn das auf halb 8 da um? Ich weiß nicht. Ich muss sowieso noch mal umschalten, weil ich auf Connecten muss, damit nicht jeder gleich weiß, auf was beim Server das ich spiele und in 3 Minuten hier bin. So, wir schalten wir wieder um. Haben wir schon drin auch. Friends of the Sun. Lohnt euch zu, holt euch ein kaltes Heißgetränk und begleitet mich auf der Reise ins Zauberland. Mich und den... Jetzt lad's nochmal. Warum denn diese? Für was steht denn dann 15 Sekunden Ladezeit dort? Dann bist du besoffen. Was ist denn los mit dir? Ja, egal. Da müssen wir uns so halt noch Zeit irgendwie totschlagen. Was der haben wir dabei? Schauen wir am Ladebalken. Oh, haben wir schon da. Oh. So, Leute, chillen. Inventarcheck. Phase 1. Inventarcheck. Inventar schaut tipptopp aus. Muss mir kurz nochmal in die Dinge reinschauen. Habe ich da Kur gehört? Bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Irgendwas her auf alle Fälle. Ich weiß nicht, was ich her, aber egal. Also wir haben genug Wasser, wir haben ein Sprite, das ist schon mal in Ordnung. Dann haben wir Lederset, da ist nur Schrott drin, okay. Dann haben wir 2 Dipf. Ha! Dipf! Oh, da ist noch Spaghetti drin und Fett. Okay. So, letztes Mal habe ich noch den super tollen Tipp gekriegt, dass man ja grillen kann. Ja, mit einem Stecker. Oh, Spitzen. Und dann tust du Kickerl-Dipf drauf. Hashtag Kickerl-Dipf ab in den Chat. Und dann brauchst du kein Fett. Dann kannst du das Fett einfach so fressen. Aber das sind nur 2 Essensrationen. Eigentlich nur noch eine. Das ist nur noch ein Spaghetti. Das ist nicht mehr so viel. Kann man Regenwürm fressen? Nein, weiß ich nicht. Egal. Die haben wir da her, wir haben gesagt, wir haben nicht recht viel Inventarplatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben ja wirklich gut ausgerüstet. Da brauchen wir nicht umeinander diskutieren. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal aus. Ich meine, es duscht. Hört ihr das? Ist der Sound in Ordnung? Ja, ist vielleicht ein bisschen leise bei euch, machen wir ein bisschen lauter. Ich meine, ihr sollt diese Arme kriegen, sonst hört ihr bloß mein Dummschmerz. Besser so? Ist das in Ordnung so? Von der Lautstärke bitte Bescheid geben. Meine Equalizer und der Ausschlag sagt, so jetzt einmal zum Doktor gehen. Ja, jetzt hört man einen Ring. Ja, klang da. Hauptsache, ihr kriegt auch ein bisschen was mit, wie es da ausschaut. Jetzt gehen wir mal zurück aus, dann haben wir mal die Brechstange raus. Ja, dann nehmen wir es wieder zurück aus. Schauen wir mal, was da liegt. Lagerfeuer, was ist denn das da? Lagerfeuer Dreibein. Aufstellbares Dreibein, mit dem man Kochutensilien über ein offenes Feuer hängen kann. Ja, aber was soll denn da damit? Schmeiß weg. LeBron, schmeiß weg. So, jetzt machen wir auf. Jetzt wird es interessant. Jetzt werden wir natürlich träg nass.
Mann, das ist eh klar. Schauen wir mal da rein, was da so los ist. Pullover. Ah ja. Fangen wir gleich im ersten Heisel beim Looten an. Da der wir gar nicht lange an. Ich glaube, ich höre Kuh. Oder was ist. Oh, das ist ein Elch. Alter, mir schießt mein Elch. Ich sag das, wie es ist. Wir müssen einen Elch suchen. Ganz stark, müssen wir ganz leise sein. Ich hab schon Röhren gehört. Tu dich nicht ab, ich hab einen Röhren gehört. Röhrt der Elch? Ich hab keine Ahnung. Es rührt er nimmer. Er rührt! Mr. Elch! Bitte rühren Sie mir eins! Kann man falsch verstehen. Wenn man will. Ich wetten, dass wenn ich jetzt wieder in... Das ist keine Kuh, das ist ein Elch. So, jetzt ist doch keine Kuh. Der hat sie alle betrunken. War's Gickel noch da? War scheiße und hab den Anfang verpasst. Herr Horak! Der Gickel ist nicht da. Aber ich hab, glaube ich, einen Elch schreien gehört. Die Frage ist, was ist, wenn ich ihn jetzt nimmer schreien her? Da unten sind jetzt Zombies gespawnt, das habe ich gesehen. Das ist ein gutes Zeichen, weil dann weiß ich, oder dann glaube ich nach wie vor, ich habe mich immer noch nicht erkundigt, wenn vorher waren da keine Zombies nicht da, jetzt sind alle da. Ob die mit dem Spieler spawnen. Da hätte ich jetzt schon Bock drauf, einen Elch schießen und ein bisschen umeinander grillen, da hätte ich jetzt schon Bock. Brauchen wir nicht diskutieren, hätte ich keinen Bock. Das war ein Elch, zack, Headshot. Wahrscheinlich steht irgendwo ein Spieler am Feld und macht einen auf und lockt halt Idioten wie mich an. So wie das ist, da die drauf reinfallen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn gehört habe. Ich? Hallo? Was ist, wir da kann? Ich hab ihn schon wieder gehört, in der Richtung. Hört ihr das auch? Oder bin ich bloß wieder bumm voll? Nein, in der Richtung. Mehr in der Richtung. Oh, der Zombie-Sepp, da schleichen wir uns jetzt vorbei. Oder mehrere Zombies-Seppen schon, wir haben den erwischt. Da haben wir uns vorbeischleichen können. Oh, da haben aber viele Zombies-Seppen, grüezi, fix. Schleich. Psst, sneaky peek. Der LeBron ist im Full Camo Flash Mode, oder? So werden die Zombies blind oder was ist los mit denen? Lupen wir noch ein bisschen durch die Häuser durch. Ich meine, vielleicht liegt ein Stückel Spaghetti. Ein Stückel Spaghetti, das lass ich doch nicht liegen. Lass ich doch nicht liegen. Bist du... Oh, was... Eine Skimasken, eine Grüne. Oh, das ist viel besser bei uns, nicht? No, das ist der Full... Alter, Full Camo Mode. Full Camo Mode. Ah, da ist der Gichtelsepp mit dem Rucksack am Bugel. Das ist mir jetzt wurscht, da grabe ich mir vorbei. Jetzt ist aber die ganze Stadt voller Zombies, he? Das ist aber jetzt schnell gegangen. Die haben schon, das ist schon noch so, dass die durch mich da spawnen. Das ist schon noch so. Ja, brauchen wir nicht schmerzen. An die offenen Tieren brauchen wir uns nicht orientieren. Hashtag Reimi-Monster! Blöd! Das war früher schon so, dass die random auf und zu sind. Nach Server Restart. Aber da bin ich mir. Du bist immer noch hurennass. Das weiß ich schon. Das ist mir jetzt aber auch hurenwurscht. Das ist mir hurenwurscht, weil da liegen nämlich Multivitamintabletten. 16 Stück! Alter, da können wir uns die Multivitamins einschotten, dass du sagst, gibt's das. Friss einmal ein Beidel von ihr, Fraulein, hauen wir uns gleich rein, Alter. Den hauen wir uns gleich rein, ist schon drin, ein in der Gosch. Ein in den Gosch. Multivitamintabletten haben das overpoweredste im ganzen Spiel, Alter. Da geht's ganz anders, geht's hier. Machen wir die Bude auf jetzt da. Wo ist der Hirsch? Hirschelch. Der Helch. Ha! Stell dir vor, mir schießt mein Helch. Leise. Ja, da rennen wir jetzt einfach ein bisschen Open Field umeinander, den sehen wir dann schon. Die Frage ist, da können ja welche spawnen. Ja, gehen wir mal zurück in die Bude. Achtung, zurück in die Bude, müssen wir die Map aufmachen. Was ist denn da? Schleifstein. Ah, brauchen wir nicht. Schleifstein, glaube ich, haben wir schon. Jetzt gehen wir nochmal da in die Bude rein. So. Jetzt pass auf. Map. Warum kann ich die Map nicht aufmachen? Map! Map! Geht doch. Weg damit. So, jetzt pass auf. Wir haben irgendwo da herum. Kann da irgendwo ein Elch spawnen?
Oder ein Hirsch. Ja, im Norden da ganz oben. Aber von da ist das nicht gekommen. Dann kann da, ja, das schon eher. So Nordost, so leicht Nordost. Sonst nirgendwo, ja, da ganz im Süden kann noch einer spawnen da hier unten. Ich hoffe, dass ihr das anständig seht. Da hier unten kann einer spawnen. Die Symbole kann man leider nicht größer machen. Ansonsten sehe ich da nicht recht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Probieren wir es einmal. Ja, probieren wir es einmal Nordost. Er hat's nicht vergessen, Alter! Er hat's nicht vergessen, Alter! Nimm den Kompass raus. Machst du mal den Kompass auf, schauen wir mal. Nordost, das ist so in die Richtung. Ich meine, das kann man einigermaßen hinkriegen. Ja, wir gehen mal gebückt. Buck dich, du Lüder. Und halt dein Fotzen. Das ist einmal das Erste, was jeder zu Tagesstart sagen müssen. Dann war es in Ordnung. Wir sind unsere Brechstange benannt. Sie ist feucht. Ja, da flutscht's besser. Geht's besser rein. In Shell natürlich, was hast denn du gemeint? Chill einmal. Fuck du, was haben wir da? Verpackte 22 LR-Mun. Nehmen wir mal mit, das ist nicht. Nur ein Inventarslot, den können wir schon mitnehmen. Die Frage ist halt, ob wir es brauchen. Ich glaub's nicht, aber ist ja wurscht. Ja, vielleicht liegen da. Ich hätte so gern Spaghetti, ich sag das, was ist. So, ist jetzt das nach wie vor die Richtung, wo wir eigentlich hin wollten? Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Dann gehen wir noch wieder weg. Wir finden jetzt ein Viech, schießen wir es und grillen wir es. Das ist mir das Erste. Und dann gehen wir ganz gemütlich in das Military-Gebiet. Das regnet jetzt auch weniger, das ist auch nicht schlecht. Ja, es ist schon in der Richtung. Mal ein bisschen lauter mal. Aber es ist schon in der Richtung. Habt's ihn gehört? Habt's ihn gehört? Alter, der rührt umeinander, der ist am Mausen, Alter. Tu mir, muss ich das Den holen wir uns, Alter. Den holen wir uns sowas von. Er ist schon in der Richtung. Alter, das war die allergeilste Nummer, wenn dieser Spieler war. Stell dir das vor. Stell dir das vor, wenn dieser Spieler war, ich da durch. Der ist aber relativ weit weg, oder? Weil ich sehe immer noch nichts. Ich sehe auch am Horizont nichts. Ich mag jetzt da nicht irgendwie, weiß auch nicht, wie schnell, dass man dem verschreckt. Und ich weiß auch nicht, wie genau das ist nehmen mit dem Jong, wo man hinschießt und so. Und riskant wird's natürlich. Da haben doch zwei, wenn's mich fragst. Psst. Der ist da oben im Wald drin, Alter. Na hör da, nein, im Wald. Da können wir schön gemütlich zlingen. Da können wir schön gemütlich unser Fleisch herschneiden und dann gehen wir grillen. So schaut's aus. Also direkt dann. Der ist schon da vorne irgendwo. Ich höre ihn ganz genau, Alter. Ihr müsst ihn noch hören. Laut und deutlich hat jemand geschrieben. Das sind doch zwei. Die eine kommt aus der Richtung, die andere nicht da oben. Ich will doch da trollt. Alter, stell dir das vor, zwei Spieler sind da irgendwo und schalten das Mikrofon ein und grölen. Und grölen wie die Idioten. Ins Mikrofon ein und ich depp rennen umeinander und suche einen scheiß Elch. Haben wir Experten da? Die wissen, auf wie viele Schuss so ein Elch stirbt und wo man hinschießen muss? In die Brust, ins Herz, wie in Call of the Wild? Oder in den Kopf? Der ist im Wald drin, Alter. Den kriegen wir schon. Den Huhn, den kriegen wir schon. Kopf One-Shot. Mr. M. Kortl, das weh, du flunkerst mir an. Ich sag das, was es ist. Ich tue mir jetzt auch ein bisschen anschleichen. Ne? Mal ein bisschen leise sein. Psst. Der andere grunzt da und der andere grunzt da oben. Außer ich bin total da, denn ich habe einen Tinnitus, der nicht mehr macht, sondern
Der ist schon da oben, ich bin doch nicht behindert. Für das Spiel lang genug shooten, dass ich einigermaßen abschätzen kann, von wo der Ton herkommt. Sofern es jetzt nicht richtig rum auf... Schnauze. Alles schon passiert. Passiert die Besten. Hashtag Headset Pro Gamer. Hier. Loud and clear. Mr. Elch, es tut mir mehr weh wie dir. Es wird auf alle Fälle lauter, ja. Herr Selbstspieler, da haben Sie recht. Ja, langsam und sneaky picky. Sneaky picky. Es wird auf alle Fälle lauter. Der muss da oben, der steht schon da oben irgendwo. Das ist dann der nordöstliche Spawn. Bewegen Sie die Viecher auch? Wie weit bewegen Sie denn die vom Spawn weg? Jetzt schießt doch mal das Mistvieh. Mr. Sheep, wenn ich nichts sehe. Wo soll ich hinschießen? Einfach wo ich in der Weg geschickt umeinander. Und hoffe, dass da, hey, vielleicht steht da echt. Pum, peng, peng. No, doch nicht. Oh, scheiße. Warte mal. Das war ein Baum. Können die Viecher despawnen? Alter, was war denn das? Jetzt ist er gekommen. Alter, der muss ja unmittelbar da vor mir sein, das gibt's ja nicht. Warte mal, essen wird rapide weniger. Leute, wir brauchen den Elch. Wir brauchen den Elch! Gib mir Elch! Sag mal, wie weit ist der weg? Der muss ja da 5 Meter vor mir stehen! Ja, da vorne über die Ridge drüber. Dann sehen wir ihn, garantiert. Ich darf nicht so schnell laufen, damit wir kommen die Luft halten. Ah, Steuerung. War Steuerung, ich weiß schon wieder. Leute, chillen. Jetzt gibt's ein Helchragu. Wir wissen nicht, ob es ein Elch oder ein Hirsch ist. Wir werden mal sehen. Ist es ein Hirsch oder ein Elch? Ich weiß nicht, ist mir wurscht. Wir haben ein Stück Schinken mir immer ausschneiden. Schinken! Jetzt rühr er nicht mehr! Du, rühren! Oder bin ich schon wieder blind? God, too much God rays in my face! Kalt wird's. So ist es, was ich weiß. Wahrscheinlich war es ein Lockruf von einem Bären. Der jetzt gleich da irgendwo zwischen die Grasal aufsteht und mich da schluckt. Wo ist denn der Hirschi? Hirsch, Sepp! Geh her! Ich höre aber auch nicht mehr grunzen jetzt. Doch, ist schon noch da. Hundmistvieh. Da war er. Der muss 5 Meter vor mir sein, das gibt's nicht anders. First try! Blät! Oh, ich muss repetieren, wie repetiert man auf R? Ja. Okay, das muss jetzt schnell gehen und wir verpissen uns von da. Wir legen uns hin. Wie legt man sich gleich wieder hin? Ich weiß es nicht mehr. Lang auf Zion bleiben. Okay, passt. Wir legen uns in den Hirsch rein. Wir machen mal einen auf... Herr Wingwalker! 26,66 € sind zu viel und du weißt es. Du bist mit Sicherheit lang genug dabei, sonst zweitens kann ich 26,66 €. Hört's auf jetzt mit den fetten Goldraumbeträgen, weil ich einen Schlaganfall krieg! Hashtag Helch! Habe die Ehre, Meister, Herr Wingwalker, merci, der Bussi aufs Nussi. Ich muss mir ein bisschen schicken, weil sonst kommt jemand und schießt mich kaputt. So, wir machen jetzt da einen auf Bear Grylls. Den Bear grillen wir dann später, jetzt müssen wir erstmal den Helch zlingen. Zerlege den Helch! So, häuten und vierteln. Häuten und vierteln. Oh, da stehen wir auf. Mann, den Schuss haben wahrscheinlich wieder 8000 Leute im Umkreis von 800 Kilometer gehört. Müssen wir uns schicken. Aber so leicht zum Orten ist er nicht. Ich meine, der muss sich ja bewegt haben. Der hat ja seine Position gewechselt. Schau die Oberst da Zeug aus der Feld. Nein, nicht F. Was habe ich jetzt da mit? Was tue ich mit F? Zeig sammeln oder was? Was ist denn jetzt wieder passiert? Da ist Fett drin. Da ist schon ein Wildbrau. Ein Wildbrau.
Ein Wildbradl. Dann nehmen wir das alte Fett, das lassen wir liegen, dann nehmen wir das neue Fett mit. Alter, das sind die fetten Steaks, Mann. Gimme Wild. Leckeres Wild. Alter, was? Jetzt kommt die auch schon wieder her. Bitte, lass dich, bitte. Grad du. Du brauchst einen spitzen Stock. Rinde zum Anzünden und kurze Stöcke, dann geht's los und du kannst grillen. Herr Langenegger, das hätte nicht 25 Euro kosten müssen. Danke dir. Bussi aufs Nussi. Vielen lieben Dank. Mehr sage ich da schon gar nicht mehr, weil sonst hörst du das recht nicht auf. I'm serious. So, jetzt müssen wir aussortieren. Ein bisschen Inventarmanagement betreiben, weil den ganzen Schrott da braucht man nicht. Ein Seil ist zwar feucht ist generell gut. Seil, egal. Was haben wir da? Verpackte 380er Mund können wir brauchen. 9x39er Mund können wir brauchen. 12er Slugs brauchen wir nicht. Haben wir schon mal wieder Platz für was haben wir Platz? Ich weiß eigentlich gar nicht so genau. Heatpack, Dosenöffner, was ist das da? Ja, das könnte unser Mund sein, weiß ich noch nicht. Das der wir da auf Steak, der wir da rein. Wie schaut es da im Kochtopf aus? Weiß ich nicht. Fett sollen wir das frische Fett mitnehmen. Feucht gebacken. Tu das alte Fett weg, nehmen wir das neue Fett mit. Ist auf alle Fälle besser. Dann schauen wir noch in die Kisten rein. Haben wir da noch irgendwo einen Platz? Nein, Streichhölzel, brauchen wir die geschissenen Magazine? Ja, lassen wir auch mal noch drin. Da können wir noch ein Steak reinlegen. Was hat am meisten Prozent? Da. Was haben wir da? Die 22er Moon brauchen wir auch nicht. Nehmen wir die mit dem größten Lebensbalken. Und dann tun wir da noch ein Steak rein. Und dann haben wir echt ordentlich was zum Fressen dabei, gell? Da brauchen wir uns jetzt nicht mal nicht runter. Was wir noch da können, wir können das Stück Fett noch fressen. Hauen wir uns das Fett noch ein, bei warum nicht? Tu her den Schund. Ist eh gleich fort, ist eh fast nichts mehr da. Und dann tun wir das noch rein. Das fressen wir auch noch. Wenn wir das ganz fressen, dann speien wir wahrscheinlich wieder. Schmeiß halt die Nägel und das Werkzeug weg. Base baust eh keine mehr. Die Nägel, okay, ein Backel Nägel können wir noch wegschmeißen, aber Nägel kann man schon brauchen. So ist es nicht, gell? Oh, jetzt wird erst weggespült. Erst mit einem Batzen Fett hergespült, weil es eh alles wurscht ist. So, damit uns nichts feit, schmeißen wir uns noch ein Backel Multivitamin-Tabletten in neu. Easy peasy lemon squeezy. Und können wir sonst noch was mitnehmen? Nein, wir haben eigentlich wirklich viel. Backel Nägel, den Angelhaken können wir noch brauchen, die Mund können wir brauchen. Was ist denn dieser Mini-Visier? Kompatibel mit diversen Pistolen. Das brauchen wir auch nicht, tu den Scheiß weg. Nägel, ist der da vorbei? Wer ist da schon wieder? Fraugen Mojo! Merci für ein 20er. Das ist für eine Verhältnisse auch noch relativ human. Dankeschön. Habe Drittbier, lieber Grüße aus Österreich, schöne Grüße zurück aus Niederbayern. Wir zwei Deppen sitzen gerade beieinander auf das ein oder andere Bier, ja, was denn auch sonst, und haben gerade ein neues How-To analysiert und für gut befunden. Das freut mich wirklich sehr. Liebe Grüße an alle anderen im Stream, Grüße von Mojo und Frauge, Hashtag Zerpimmelung oder Hashtag Geldgeiler Wichser. Weißt du, was noch abgegangen ist? Hashtag Helch. Merci leid, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. So, jetzt pass auf, da haben wir noch irgendwie Tetrahydrid-Tabletten, keine Ahnung was. Also ein Steak noch mitnehmen, braucht es das? Ich weiß es nicht. Da ist schon so viel, brauchen wir den Schraubenzieher, brauchen wir nicht. Du den scheiß Schraubenzieher, ich nehme ein Steak mit. Dann passen 2 Steaks ein. Da, schau hin. Schau gern hin. Schau gern mal den. Brauchen wir die Kräuterding dort? Das weiß ich nicht. Stellen wir keine sicheren Fragen. Brauchen wir die Sog? Ich meine, für was brauchen wir die scheiß Sog eigentlich? Hau ab mit der Sog! Steaks brauche ich! Steaks! Helchsteaks! Da! Hergeschenkt wird nix. So, das passt. Das passt. Am lieben Teil, das zeige ich jetzt noch auf ein Chrom, aber da herum findet schon keiner. Sag ich dir, was ist. Findet schon keiner. So, Kinder, jetzt müssen wir es irgendwie grillen. Weiß jetzt nicht, wenn wir das so stehen. Was haben wir da wieder? Herr Langenegger! Kruzifix. Nimm viel zum Essen mit, das ist immer wichtig. Lieber lässt Nägel und Mund liegen, die du nicht jetzt gleich brauchst. Na, auf den seine Tipps her. Ey. Der Mann hat Ahnung. Was? Der Mann hat Ahnung! Ich weiß nicht genau, was ich überhaupt brauche und was nicht. Was brauche ich überhaupt für einen Mund? Tu mal, was ist in der Mosin? Ist ja wieder eine spezielle Mund drin. Okay, es sind 62er Mund, aber die 4, ich weiß nicht, was das bedeutet, das tut mir so leid, mal 54 mmR. Keine Ahnung. 9x39, weg. 45 ACP Mund, weg. Weiß ich nicht.
Die 380er, die hebe ich mir auf. Frag mich nicht warum, aber die mag ich mir aufheben. Da, die 762er, 9x39, die passen in den Mosin weg. 9x39. Hä? Haben wir den nicht gerade gehabt? Nein, das ist in den Schachteln da drin. Die neue Schuss, du es weg. Was haben wir? Das ist meine Munition für die Mosin, die ist wichtig. Und da haben wir 762 mal 39 weg. Drauf geschissen. Was haben wir da? Die 380er, die behalten wir uns. Die 39 weg. So, haben wir schon mal sauber ausgemisst. Weißt du was? Dann gehen wir nochmal zurück und holen wir die restlichen Steaks. Gib mir die Steaks! Gib mir die Helgsteaks! Lecker Helgsteaks. Die 39er ist der AK-Moon. Okay, ich hab's mir fast gedacht. Ich weiß bloß nicht so recht, wo der Unterschied ist. Weißt du schon? Ich bin kein so ein Waffennarrischer, wie es viele in Österreich sind, weil bei euch die Waffengesetze nun mal ein bisschen anders sind wie bei uns. Und ehrlich gesagt, meine Meinung ist, man braucht keine Waffen im Leben. Die brauche ich einfach nicht. Wir wohnen nicht in Detroit, in der Bronx. Da brauche ich gerade zur Selbstverteidigung fast vollautomatische M4 daheim. Die brauche ich einfach nicht. Und es hat in meinem Leben auch noch keine Situation gegeben, wo ich es braucht hätte. Vielleicht irgendwann das Fett. Das Fett auch nicht mit. Wir haben 2 Fettbatzen dabei. Brudi, wir haben 2 Fettbatzen dabei. Jetzt wird gegrillt. So, was hat er geschrieben? Herr Langenegger, da verlassen wir mir mal auf deine Anleitung. Mir braucht man, pass auf, jetzt hocken wir uns jetzt mit da in den Stand, den wir Mosin wegbackeln. Jetzt wird gegrillt. Jetzt machen wir ein Lagerfeuer, ein Steckerl und da brauchen wir. Jetzt pass auf. Einen spitzen Stock, das ist der lange Stock, den macht man zum Schluss, weil den können wir nicht einbackeln. Rinde zum Anzünden und kurze Stöcke, dann geht's los und du kannst grillen. Tja, dann darf ich doch einmal auf alle Fälle hergehen. Gehe auf Nummer 8 und dann hauen wir mal den Busch zusammen. Haus zusammen, die Steine! Bäm, Alter! Da schaust du hin. So, dann ziehen wir das Messer aus und schneiden wir irgendwo da Rinde ab. Pass auf, Rinde abschneiden. Der ein bisschen, das ist ein wenig ein Rindal her. Aber freilich nimmst du ein wenig ein Rindal. Das meine ich voll am Boden ab. Ich habe das da richtig gesehen, die fällt da am Boden ab. Naja, gut. Was geht dir so, Senpai? Merci für deinen Fünfer. Auf den Helch, sein Nacken. Hashtag Helch. Lass mir ein Helch sein. So, dann nehmen wir die Rinde. Merci dir, Alter. Die können wir wieder nicht. Warum haben wir jetzt keinen Platz mehr für die Rinden? Sehe ich das richtig? Kruzifix wird Diamant ist jetzt wieder. Mei, wie narrisch. Ich wie ein Fuchsteufels. Nein, brauchen wir überhaupt den scheiß Hammer. Ja, den brauchen wir, wenn wir wieder einen Basi finden. Ja, dann legt dabei mal ein Steak da her, ist wurscht. Müssen wir anziehen. So. Wie können wir jetzt da das Lagerfeuer draus machen? Das, jetzt weiß ich auch, machen wir mal Brennholz. Brennholz, kann man da schon was draus bauen? Nö. Kurze Stöcke, hat er gesagt. Kurze Stecker, hat er gesagt. Ich weiß nicht, wo man kurze Stöcke herkriegt, aber jetzt nehmen wir mal, wirfen wir mal den Brennholzseppen da am Boden rein. Da machen wir 8 und dann hauen wir mal Baumfällen. Kommen da kurze Stecker raus? Ich weiß es nicht. Probieren wir aus, Alter. Nimm's doch einfach in die Hand, Mensch. Bistad. Bistad. Was haben wir jetzt da? Langer Stock. Schärfen? Nein, nicht schärfen. Ach, Kruzifix. Langer Stock, kombinieren. Nächster Bauplan, aufteilen. So, hacken wir auseinander. Dann haben wir kurze Stecker. Aus dem, glaube ich, kann man dann ein Lagerfeuer basteln. Schauen wir mal. So, so, kurzer Stock, tauschen. Und jetzt, wie baut man da jetzt ein Lagerfeuer draus? Ich verstehe es nicht. Lagerfeuer herstellen, da. Easy peasy lemon squeezy, oder? Allerdings habe ich da jetzt auf das Brennholz draufzeigen müssen. Jetzt haben wir da ein Lagerfeuer, oder was? Ah, schau hier. Jetzt nehmen wir das nehmen wir jetzt da so in Tint oder können wir das direkt einstecken? Das können wir direkt einstecken. So, den langen Stecker behalten wir uns, da tun wir die kurzen Stecker rein, dann haben wir Lagerfeuer makellos, Rinde der meine. Die ist zum Anliedeln da, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber irgendwie, doch, nein, Anzündholz da. Dann haben wir Anzündholz, ja. Ja, easy peasy. Upgrade. Kann man da Steine drauflegen. Das ist interessant. So, dann nehmen wir uns den langen Stecker, kombinieren wir mit dem Messer und dann der wir schärfen. Achtung. Und dann spießen wir unser Steak auf. So, passt. Jetzt müssen wir das erste Mal anzünden. Anzündet wird! Leute, chill! Herr Wingwalker, Rest vom Text hat noch gefehlt. Was? Wo hat der Rest vom Text gefehlt? Habe die Ehre, Meister. Entweder habe ich irgendwas übersehen oder ich weiß nicht. Herr Austrian, ein Steak ist nicht eingegangen. Das wurscht, das ignorieren wir weg. Herr Wingwalker, Rest vom Text hat noch gefehlt. Das weiß ich nicht, was man damit sagen möchte. Herr Langenecker.
wenn ich dir helfen kann, mache ich das gern, kannst du zum Anzünden auch Stofffetzen hernehmen. Stimmt, das weiß ich noch. Nimm 2 Rinde, 3 kurze Stöcke und einen langen Spitzenstock, Runde oder Stofffetzen am Boden anzünden und schnell das kurze Holz rein. Das probieren wir jetzt. Pass auf, ich glaube, ich habe einen Plan. Ich weiß bloß nicht mehr, wo Zündnettel drin waren. Da eins drin. Der Maus, der wieder hier. Jetzt pass auf. Ich glaube, so kann es gehen. Anzünden. Jetzt habe ich nicht geschaut, ob die feucht sind. Scheiße. Hat das hier? Ja! Easy, Brudi! Easy! So, langer Stecker, tauschen, Steak, kombinieren. Und dann? Muss ich das dann einfach drüber halten, oder was? Wie tun das? Rösten, halten. Muss ich da jetzt alles einzeln, Alter, das dauert 3 Stunden! Das dauert, da brauchen wir 3 Stunden, bis die alle durch sind. Naja, haben wir Zeit. So, wie geht's euch so? Kann man da mehrere aufspießen? Und vor allem das Feuer, das sagt wahrscheinlich auch gar keiner. Ja, dann werden wir heute wieder 3 Steaks einfach hinschmeißen und für den nächsten da lassen. Niemals vergessen, der LeBron basiert und wett aufs Karma. Er ist ein good dude. Wir lassen das Feuer da und lassen wir 3 Steaks rundum liegen und wenn es jemand findet, hat er geklickt gehabt. So, ist das jetzt fertig, das Steak oder was? Ist fertig, schaust du an? Schaust du an? Kann ich da mehrere Steaks aufstecken? Nein, kann ich nicht. Na dann halt das nächste. Also, da machen wir uns jetzt schon ein paar. Da machen wir uns jetzt. Wir müssen ein paar machen. Eigentlich müssen wir es im Kochtopf machen. Geht schnell. Geht schnell. Und das sagt keiner, hört keiner. Das ist alles ein Kass da. Das dauert mir jetzt. Aber wir können uns mal ein bisschen. Wir können uns ein bisschen. Was ist das? Können uns ein bisschen unterhalten. Wie geht's euch so? Also, mir geht's gut. Ja. Topf drauf, Steak rein. Ja, aber da brauchen wir noch nicht einen Ständer. Haha, Ständer! Trocken bist du da wieder, oder? Nö. Rechts unten, ja, da haben viele von euch gemeint, ich bliert. Rechts unten die Anzeige, das ganz linke Symbol, ganz rechts unten, ist, ich bin noch feucht. Das heißt, das schaut gar nicht, wenn wir da jetzt ein bisschen neben dem Lagerfeuer sitzen bleiben. Dann wird nämlich das Zeug einfach rundum trocken, schaut gar nicht. Bleiben wir ruhig sitzen ein wenig. Bleiben wir ruhig sitzen. Oh, mein Steak ist fertig. Steak fertig! Austauschen, nächstes Steak. Schaut gar nicht. Bisschen aufwärmen. Ist er mal ein bisschen gemütlicher. Hilft er nicht, schau. Sitzt da der LeBron. Bester LeBron, Alter. Gib dir den, schau, wie gemütlich. Schau, wie gemütlich. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Wann machst du mal wieder einmal ein Kruzifix oder ein How-To? Also abgesehen davon, dass das letzte How-To 3 Tage alt ist. Das nächste How-To ist schon so halb in Arbeit. Es ist ein Gustel so halb in Arbeit. Da bin ich gerade noch am umeinander tüfteln, wie ich das mache mit der Mundanimation. Vielleicht kann ich mir da in Zukunft ziemlich viel sparen. Und ein Kruzifix ist auch in Arbeit. Ich hab gesagt, ich versuche mich in der nächsten Zeit ein bisschen zu bessern mit der Regelmäßigkeit von Videos. Was sei, weil irgendwie habe ich Bock drauf. Nach relativ langer Zeit mal wieder. Und ja, ich hoffe, ich halte mich dran. Versprechen mag ich es nicht, aber ja. Weißt du selber, wie es ist. So, sauber reingrillen ins Viech. Schön. Ab wann wird es denn eigentlich schlimm mit der Wärme? Die ist jetzt gelb und mit Plus. Und trocken sind wir jetzt auch. Ab wann wird es denn schlimm? Also schädlich, sagen wir es so, wenn es rot wird. Oder ist gelb sogar gut? Ich habe keine Ahnung. Na, das werden wir dann sehen, wenn wir in Flammen aufgehen. Na, das war die Ironie des Schicksals. Wir rennen durch die ganze Map 20 Stunden lang, sehen wir nicht einen Spieler und dann verbrennen wir am eigenen Lagerfeuer. Good job, Mr. LeBron. Hallo, Nicke! Wirst aber bald trocken und die Temperatur geht rauf. Das Fleisch kann so auch nicht kaputt werden, wenn es zu lang drüber ist. Ah ja, okay. Ja, ist ja schon... Oh, du hast knackst. Ich hab's genau gehört. Wir grillen mal alle unsere Steaks. Ist mir wurscht, was ihr sagt. Arruis. Ja, die verpackelt man dann sauber. Oh, jetzt ist Temperatur rot, schau hin. Man kann da echt nicht am Feuer sitzen bleiben. Schau dir das an. Muss ich mich da weiter weg sitzen oder wie? Komm mal nicht! Was ist denn das?
Das ist schlecht gemacht. Ich meine, ich verbrenne doch nicht, wenn ich neben am Lagerfeuer sitze am helllichten Tag. Also da wird man doch nicht, 1,5 Meter daneben wird man es doch nicht so heiß, dass ich da nicht mehr sitzen kann. So ein Kass. Der Mahalo schreibt, ich sehe schon jemanden mit einer Akustikgitarre kommen und Wonderwall spielen. Warum How to Schule und nicht Schui? Ganz einfach, weil kein Mensch nach Schui sucht, sondern Schule. Und YouTube sonst wieder nicht weiß, was für Art von Video das ist. Und dann wieder bloß ungefähr 2% von meinen Abonnenten ausgeliefert wird. Ganz einfach. Darum heißt es How to Schule und nicht How to Schui. Außerdem ist scheißegal, was es heißt. Steak ins Gesicht. Heute live in Stream How to grillen und chillen. Ja genau. Da hätte ich jetzt einen echt Bock drauf. So wie wir ums Lagerfeuer sitzen, ein Würstel, eine Knacker eingehalten oder so. Ich liebe Knacker vom offenen Feuer. Frag mich nicht warum, das ist so ein Kindergarten-Flashback. Das haben wir im Kindergarten einmal gemacht. Da hat jeder so einen Knacker gekriegt, der selber grillt. Und ein Feuer ist immer geil. Also ein Lagerfeuer hat einfach immer Atmosphäre. Das ist immer geil. Und da habe ich immer so einen Kindergarten-Flashback. So. Ich mag einen Knacker an einen selber geschnitzten Stecker aus dem Garten rausgerissen, angespitzt und drüber gehalten, bis Kohlenreibe schwarz ist und dann einfressen im Suff. Geil, Alter. Absolut geil. Frag mich nicht warum. Oh, die Temperatur ist schon wieder rot. Ich verstehe die Frage nicht. Müssen wir ein Stückchen wieder weggehen. Jetzt grillen wir mal das Steak. Dann müssen wir sowieso ein bisschen Inventarmanagement betreiben. Und dann wird es finster. Dann darf man sowieso das Feuer ausmachen, weil sonst sehen sie uns wieder auf 8 Kilometer da irgendwo umeinander. Jetzt pass auf, legen wir uns hin. So, oh Gott, wir haben da noch 5000 Steaks da unten. Jetzt schauen wir mal. Unseren Stecker legen wir jetzt mit dem Steak einmal da hin. Haben wir mit da herin irgendwo Steaks? Nein. Aber da können wir auf alle Fälle schon mal ein Grills rein dort. Das schaut schon mal gar nicht. Was haben wir da? Da können wir auch Grills rein da. Schaut auch nicht. Dann können wir uns einmal ein gegrilltes können wir uns einmal gönnen. Ja, das gönnen wir uns einmal ins Bauchi. Gönn dir rein ins Bauchi. Lecker schmecker. Nom nom nom. Ja, im Kindergarten nicht im Suff natürlich. Wobei bei uns in Bayern kann schon mal vorkommen. Wenn der Papa Täube still hast und du einen Schaumhaber schlägst im Kindergarten, dann hast du den vollen, mein Freund. Da braucht mir kein gescheit weil irgendwas anderes erzählen. So, Temperatur geht wieder auf, wir grillen den Rest. Hashtag gönn dir! Hashtag Herzverfettung. Was machst du eigentlich so im Homeoffice? Was ich eigentlich so im Homeoffice mache? Dinge programmieren, Dinge organisieren und ansonsten in der Kurzarbeit stecken, wenn ich nichts zum tun habe. Seit Wochen und Monaten. Einen Suppenschlitz. Herr Kulzer! Greets und an den Kulzer gern. Glaubt mir, wenn ich ein Lagerfeuer mache, kannst du auf 3 Meter nicht liegen. Ja, das war schon klar, wenn ich ein Sonnenwindfeuer anziehe. O10, Hashtag Sonnenwindfeuer. Ja, genau. Hashtag Pro-Gamer beim Feuer machen. Ja, da kenne ich noch wen. Reiß mal unten Terrasse ab und wirf's rein, weil wir kein Holz mehr haben. Hashtag True Story Bro. Alles schon passiert. So, nächstes Steak fertig. Wunderschön. Dann kurzer Schritt zurück. Warum kann ich das jetzt nicht austauschen? Warum kann ich das da jetzt nicht austauschen? Das ist doch vorher so schön gegangen. Wieso kann ich? Was ist mit dem Stock? Der angespitzte Stock ist ruiniert! Dann müssen wir uns einen neuen schnitzen. Ne, hilft das sowieso nicht. Alter, wir müssen das Lagerfeuer ausmachen! Wie macht man das Lagerfeuer aus? Wie macht man ein Lagerfeuer aus? Wie macht man das Lagerfeuer aus? Okay, ich muss weg. Hashtag Abflug! Abflug! Du den Stecker weg, Hacke weg. Wasser drüber schütten. Ich hab kein Wasser! Einbieseln! Das muss man Gott sei Dank in dem Spiel noch nicht einbieseln. Die Frage... 6 auf 3000 Kilometer, das geschissene Scheißdrecksfeuer. Naja, das müssen wir bleiben lassen. Das hilft uns nichts. Da gehen wir jetzt woanders hin. Da gehen wir ein paar Meter weiter und stellen uns einen Kochtopf auf. So einfach ist das. Du, so einfach ist das. Da haben wir gleich fertig. Brudi. So, locken wir uns jetzt da in den Stein rein. Da haben wir einen Kochtopf da hin. Da ist alles drin, was wir brauchen. Schau hin. Dann... Oh, jetzt haben wir ihn wahrscheinlich verloren. Nein. Großer Gaskanister. Wieso hängt der den Bahn drin? Dann gehen wir da so her. Stellen wir da so hin. Haben da sauber die 5 Steaks drin und ein Batzen Fett. Und den richten wir auch noch her. Das sagt der was ist. Gaskocher nehmen, aktivieren. Easy. Schau dir noch einen Gaskocher, Sepp. Etwa 30 Grad.
Was hab ich gesagt? 4 Steaks, was hab ich gesagt? 5 Steaks. Ja, ich hab was Fett mitzählt. Ich hab was Fett mitzählt. Los mich! Zum Dringen, das der wir da auf. Die scheiß Rinden wirft man am Pony. Dringen der wir da auf. Spaghetti. Können wir die Spaghetti noch irgendwo unterbringen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann machen wir jetzt so. Dann machen wir so. Dann geht das da her. Dann geht das da her. Dann geht das da her. Dann können wir das einfach im fliegenden Wechsel einfach austauschen. Verstehst? So, währenddessen schauen wir ein bisschen rundum. Falls irgendein gegnerischer Spieler kommt, dann kann ich ihn ja mit dem Topf erschlagen. Ton ist weg. Das glaube ich nicht, Herr Kaubohrer, dass der Ton weg ist. Hört sich das leise Zischen eigentlich vom Gaskocher? Na, ist gleich fertig. Ist gleich fertig, brauchst du, tu dich mal nicht hinunter. Na, das darf man bloß diesmal nicht übersehen. Kannst du mal da noch bitte, Herr Wingwalker? Mein Späßler hat heute Geburtstag und ich würde mich freuen, wenn du mir ein paar Geburtstagsglückwünsche in LKW schicken kannst, mit dem er irgendwo in der Weltgeschichte rumsteht. Sekunde. Wenn fertig gekocht ist. Herr Kulzer, das hab ich überlesen. Herr Windwalker, I'm sorry. Ich weiß nicht, wie der Kumpel heißt, aber alles Gute zum Geburtstag. Wer immer du bist, aber er hat leider keinen Namen dazu geschrieben. Aber irgendjemand, da sitzen mehrere Leute offensichtlich im LKW. Habt's wieder nichts zum Tun, gell? Ha! Nein, ihr dürft's nicht mehr fahren ab 8 oder so, oder ab 10 oder... Ausschalten! Fliegender Wechsel. Wurscht! Alles Gute zum Geburtstag vom Wingwalker. Du wirst schon wissen, wen ich meine. So, das tauscht man. Fliegender Wechsel. Dann schalten wir da gleich mal wieder ein. Die Steaks, die haben wir da rein. Ja, dann haben in die Kochtopf nur Steaks drin. Das ist gut. Das ist wundervoll. Ein paar haben zum schnellen Grab. Haben da herin und dann fürchte ich, müssen wir 2 wegschmeißen. Das hilft uns eh nicht. Das schmeißen wir jetzt da her. Das schmeißen wir da her. Und dann haben wir zum Fressen, oder dass das alles spät ist. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Das haben wir da her. Ja, außerdem haben wir dann 100.000 Platz da drin. Das passt auch ganz gut. Die haben wir das Essen, die haben wir da oben. Die haben wir da oben. Da haben wir ein bisschen Inventarmanagement betreiben. Das glaube ich schaut damit gar nicht. Da kommt dann der Topf wieder her. Und das lassen wir einfach da. So und so. Munition, die haben wir da oben. Ein bisschen umeinander sortiert. Schaut gut aus. Da schaut eigentlich auch alles ganz passabel aus. Dann schauen wir. Fertig grillt! Nice! So, ja, easy peasy, Alter. Dann schaut's mir fast so. Als kann man mir ganz locker flockig. Ganz locker flockig, flocky, McFlocky, das der wir auch rauf, damit wir uns auskennen. Das der wir da her. Schauen wir da noch rein, was da so drin ist. Da ist auch noch ein Steak drin. Überall Steaks. Wir haben so viele Steaks, aber wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sind. Hallo Necker! Ja, halt jetzt auf. Gut, fix. Ich kann mich über die Variante mit dem Lagerfeuer nicht beschweren, ist eine einfache Lösung, die auch als Newbie geht. Kann sie jedem nur empfehlen, alternativ dazu gibt es in manchen Häusern auch Kaminöfen, damit geht es auch. Herr Langenecker, da haben Sie recht, da müssen Sie aber das kleine, aber feine Detail dazu sagen, in den Häusern geht der Rauch nach oben aus dem Kamin raus und das sägst du auf 8 Kilometer. Muss man dazu sagen. Kleines, aber feines Detail. Das kann man aber mal machen. Jetzt, Friends of the Sun, wird's finster. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in die nördliche Military Base. Ich sag das, wie es ist. Karte an. Ich kann nicht sagen, wo wir sind. Ich glaube aber, dass wir da herum sind. Jetzt pass auf, wir haben ihn genau gelaufen. Ich glaube, wir sind da querfeldein da rumgelaufen. Da haben wir den Elch gehört. Dann sind wir ihm da aufgefolgt und dann da, ich glaube, da sind wir. Ich sag das, wie es ist. Ich glaube, da auf der kleinen Spitzen. Und jetzt gehen wir Richtung Westen weiter. Dann muss da irgendwas sein, was auch immer das da ist. Da müssen wir eigentlich direkt drauf zulaufen können. Und dann ist ein kleiner Weg da. Ja? Im Norden ist auf alle Fälle einmal ein Weg da. Und an dem können wir uns wieder orientieren. Dass wir an der Kreuzung zum Beispiel nördlich, nordwestlich gehen. Und dann können wir direkt daher. Und dann wird es spannend. Friends of the Sun. Das heißt, wir packen mal aus unseren Kompass. First Person, wir gehen Richtung Westen. Wir gehen genau da lang. Stopp, Map. Entschuldigung, Map! Angriff! Map! Ist schon gut, habe ich die. So, ab in die Richtung. Ziehen wir unsere Brechstangen, damit ziehen wir gar nichts. Also wir brauchen nichts, weil entweder werden wir vom Bären erschlagen. Entweder werden wir vom Teddybärli erschlagen
Oh, da vorne ist natürlich unser Feuer. Da sollten wir jetzt, vielleicht können wir auch gleich da oben gehen, weil da unten müsste eigentlich die Straße sichtbar sein. Ja, ich glaube, ich sehe es auch schon. Ich hoffe, jetzt wird Grafik schlechter bei euch. Ich weiß, da haben wir letztes Mal schon kurz drüber geredet, wenn Spiele ziemlich finster werden, dann spinnt der Dekodierer ein bisschen, das geht jedem so. Und dann wird alles ein bisschen pixelig. Aber gehört dazu. Ne? Macht es jetzt bei euch in der Bude. Macht es jetzt bei euch in der Bude. Das Licht aus. Seht es ein bisschen besser. Oh, und da ist die Kreuzung. Haben wir ja schon instant richtig, oder? Wenn wir in... Was ist da vorne? Hab ich mal über einen Bären gesehen. Naja, gut. So, was ist denn das da? Okay, irgendein Stecker. Aber, jetzt gehen wir mal noch mit rein. Map. Wir haben jetzt, pass auf, ich mache ein bisschen kleiner, wir haben da an der Kreuzung. Da unten. Herbert! Weil du es sonst auch nicht liest. Erst Essen voll machen, dann erst wegwerfen. Alter! Ich friss doch das in Ruhe. Aber recht hast. Egal, wir haben so viel, das wurscht ist. So, wir haben da an dem Eckerl. Jetzt gehen wir ganz leicht nordöstlich und dann müsste man es eigentlich sehen. Ja? Machen wir so. Nordöstlich ist diese Richtung. Und da gehen wir jetzt einfach dahin. Los geht's, Kinder. Oh. Ich vergiss jedes Mal. Scheißkarten! Kruzifix! Kompass haben wir weiterhin in der Hand. Wir gehen mal, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau den Winkel, aber machen wir mal Nordost. Nordost. Geht schon. So, Kinder, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Herbert, merci für den Euro. Bussi aufs Nussi. Der Wingwalker schreit Tom heißt der. Tom! Alles Gute zum Geburtstag, viel Spaß in dem LKW und lass dich nicht abschleppen. Wie ich vorher schon gesagt habe, außer es ist eine scharfe Alte, dann schon. Die nimmst du mit. Außer sie kostet Geld, dann nimmst du es wieder nicht mit. So, Kinder. Jetzt sollte man vielleicht einmal ein Hausig konzentriert sein, weil in die Military-Gebiete vor allem, das ist das am weitesten nordöstliche Military-Gebiet, das es auf der Map gibt. Ich habe irgendwann einmal auf der Map vielleicht ein bisschen her noch mal einen Bären her oder so. Ich habe da schon wieder irgendwas grölen oder grunzen gehört, keine Ahnung. Gehen wir mal da rein und fressen wir mal noch so ein Steak-Ding. Das ist ja das nächste, wenn wir keinen Platz im Inventar haben, was soll man dann looten, oder? Ich darf nicht hoffen, dass wir jetzt vielleicht ein besserer Schuss hier in den Westen war geil. Ein besserer Heim war geil. Ja, und ein Sturmgewehr war natürlich geil, aber eigentlich bin ich mit der Mosin ganz zufrieden für die Zwecke, die wir mir da vorhaben. Nicht vergessen, wir haben Corona nichts mit abschleppen. Ja. Setz dir halt Papiertüten auf, wenn du das zusammenhaust. Muss klar. So, Kinder, Konzentration. Immer nur Nordosten, wir müssen das eigentlich dann irgendwann da sehen. Also ich rechne jetzt schwerst damit, dass wir auf Spieler treffen. Vor allem, jetzt pass auf, wo bin ich stehen geblieben? Das ist das am weitesten entfernte Military-Gebiet, das es gibt. Und ich habe... Oh ja, da vorne ist schon die Mauer. Da vorne sind schon die Mauern, da vorne sind schon die Mauern. Oh, und da steht auch schon ein Zombie drin. Das heißt, da ist ziemlich sicher ein Spieler da. Ziemlich sicher. Kann natürlich jetzt durch uns gespawnt sein, das ist schon klar. Und direkt zwei Zombies, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber wahrscheinlich eher nicht. Weißt du, was ich da jetzt auch noch sage? Sicher ist sicher. Ich kann einfach, glaube ich, mit der Mosin besser schießen, wenn ich keine Vision habe. Glaube ich einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das bewerkstelligen. Hätten wir uns langsam mal anschleichen müssen. Ich habe nicht gewusst, dass das schon so nah ist. Okay. Das wird eine super schnelle Rein- und Raus-Aktion. Und wir gehen da jetzt eiskalt rein. LeBron. Jetzt wird's ernst. Okay, jetzt ein bisschen auf Zombies aufpassen, weil direkt drin sehe ich noch keinen.
Das können wir uns vielleicht ja mal merken. Jetzt gehen wir mit da her. Sind wir vielleicht auch nicht ganz so Open Field. Bis wieder durch. Steps her, ich kann nicht. Und so viele Zombies sind da im Gebiet auch noch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen da ich sagen. Brechstangen außer. Rauchgranaten. Oh ja, haben wir noch Platz, nehmen wir mit, warum nicht? Verpackte 45er Mohn braucht man nicht. Sonst losrennen, nein. Gehen wir doch lieber mal. Ergänzungsrucksacktasche, kann ich die schon an unseren Rucksack bauen? Nicht, gell? Das geht bei dem Ding nicht. Ja, Rucksack in den Rucksack geht nicht. Schade. Das merkt man uns einmal. 30 Schuss KA 101 Magazin, das merkt man uns einmal, das brauchen wir nicht wirklich. Erst einmal weit Waffen wichtig, damit wir nicht so viel Scheißdreck mitnehmen, wir haben nicht so viel Platz. Eine KA 101, was zur Hölle ist das? Die ist abgenutzt, das darf aber wurscht sein. Machen wir mal so. Ja, ist ein AK, oder? Da ist kein Menschbürger, das habe ich schon oft gemeint in Daisy, dass da keiner ist und dann war doch jemand da. Abwarten. Jetzt pass auf, jetzt nehmen wir mal das Magazin. Okay. Da sind jetzt drin 3 Schuss. Was braucht denn das Ding für Schuss? 5,56er. Na ja, gut. Nehmen wir es einmal mit. Halten wir es einmal in der Hand. Ich hab keinen Slot frei dafür. Aber nehmen wir es einmal mit. Ja, den ballistischen blauer Helm, den seht ihr jetzt nicht auf. Seid mir nicht besser. Schauen wir, ob da ein Loot herum ist. Da gibt es keinen Loot. Nein. Okay. Wenn wir kommen, die ersten, wenn wir wirklich jemanden sehen, wenn es da wirklich zum Kampf kommen soll, dann können wir ja auf alle Fälle. Ich verliere ein bisschen die Orientierung, weil ich noch nicht mehr weiß, in was für Zeiten dass ich schon drin war und in welche nicht. ACP-Mund, da haben wir schon drin. 3 Zeiten haben wir jetzt da herum. Okay. Chillig, ganz ruhig. Ein Schritt nach dem anderen. Das habe ich schon so oft gemeint, dass da ist keiner, auf einmal macht es einen Schäberer und Hieb ist. Und ja, der LeBron ist halt in Full Camo-Mode. Das heißt, er ist ja eigentlich unsichtbar. Und jetzt haben wir da hinten einen Zombie. Da steht einer auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob der vorher schon da war, da haben wir nicht hingesehen. Ist mir jetzt wurscht, wir gehen mal runter. Leute, bitte nicht donaten. Stellt eine Löwe. Du halt in die Schnellleiste. Was du in die Schnellleiste? Da AK, die braucht ja trotzdem einen Platz. Bei mir im Ding. Was ist denn das verpackt in 03 Wind? Nein, brauchen wir nicht. 308er Mond brauchen wir nicht. Was haben wir da? M41 Handschutz. Können wir den mitnehmen? Das ist was. Hat er gerade. Mann, wer ruft mich jetzt wieder an? Warum rufen mir alle Leute um 3:45 mitten in der Nacht an? Hinten Zombie. Schnauze jetzt, ich muss mich konzentrieren, der LeBron! Hallo? Full Camo Mode! Ja, wir fangen da links herunten fangen wir an. Und dann arbeiten wir uns durch. Was haben wir da? Verpackte. Oh, das ist auf alle Fälle Mosin-Moon, die nehmen wir auf alle Fälle mit. Da liegt noch ein AK. Okay, da ist ein Zombie, der hat einen Rucksack. Den kennt man, der Schlong. Vielleicht ist das so ein Rucksack, wo man einen Rucksack upgraden können. Schaut mich schon so, ist ein ziemlich fetter Rucksack. Pass auf. Stirb halt! Okay, ducke. Boah, leck ist der fett. Boah. Wieso kann ich das da nicht wieder? Boah, leck ist der Rucksack fett.
Müssen wir uns schicken. So gut wie es geht. Kann man den upgraden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber er ist auf alle Fälle so dermaßen fett, dass er genau richtig ist für uns. Gib dir den fetten Überrucksack, Alter. Gib dir den fetten 90er Rucksack. Der ist aber dementsprechend dick, schaut er das so. Sagt ja jeder auf 8 Kilometer. Aber gut, chill. Oh, da ist der Zombie-Sepp. Gehen wir mal da rein. Hat mich der jetzt gesehen? Nein. Ja, chill. Nur die Ruhe. Ja, kommt schon. Nein, wir brauchen unseren Basie wieder! Es dauert mit der Brechstange sauber zu lang. Sauber zu lang. Was haben wir da? Makellose Kampfstiefel. Wir haben uns nebeneinander beschädigt. Die tauschen wir gleich aus. Cola-Dosen. Damit das Ding weg. Cola-Dosen machen wir auf, sauft man. Schaut nicht, gleich mitnehmen, Alter. Gleich mitnehmen, bevor wir es wegschmeißen. Währenddessen schauen wir, der Dodi hat nichts dabei gehabt. Also er macht die Dosen natürlich zweimal auf, weil wir haben ja den LeBron, hallo. So. Scheiße, wo haben wir jetzt die AK hier da? Ach, deswegen haben wir die Brechstange nicht nehmen können. Fuck. Okay, nimmt die AK wieder. Wo ist die Brechstange? Hab ich doch gerade noch in der Hand gehabt. Habe jetzt keine Brechstange mehr, sehe ich das richtig? Sehe ich das? Wo ist jetzt die Brechstange hin? Wir haben ja im Rucksackplatz. Brudi, wir haben im Rucksackplatz. Tun wir die AK in den Rucksack rein. Easy life, Alter. Der Rucksack ist der Wahnsinn! Beste Rucksack, alle! Okay. So, wo sagt man das, ob man den upgraden kann? Wahrscheinlich an den Slots da herum, nehme ich an. Aber gut. Okay, wir machen systematisch weiter. Da herin. Gibt's da was? Nö. PSO Zielfernrohr. Ich glaube. Hier Steps draußen. In der Richtung. Bin mir nicht sicher. Ah, das sind Zombie-Steps. Okay, leise, Kinder, leise. Chillen. Systematisch. Auf für oben, auf für oben, auf für oben. Von außen sind wir natürlich ziemlich leicht gesehen. Kaum mit bei. Jetzt können wir blinde alles einpacken, was wir finden, außer den wir später. Der Rucksack war der Jackpot. Hat sich schon rentiert, dass wir da waren. Panzerbrechen Immun für irgendwas. Was haben wir da? Ein KAS, das ist ein kleines Ding. Taktische Weste. Was haben wir? Taktische Weste. Ja, das ist die gleiche, oder? 35 Platz. Ja. Makellos brauchen wir nicht, aber das Magazin nehmen wir mal mit, weil es wurscht ist. Was ist das da? Papier? Nimm es mit, scheißegal. Was war das? Frau Gerstner! Servus Bürgerhasi! Ich hoffe, bei dir ist alles okay, der aus Minga. Chills, ich muss mich gerade ultra konzentrieren, dass wir mir da nicht aus dem Leben gekriegt werden. Frau Gerstner, sage ich merci dir, Bussi aufs Nussi, zuschauen, zurücklernen und feel my intense pain. Moon, Eibackeln mitnehmen. Jetzt fürchte ich, müsste man dann. Jetzt pass auf, jetzt ziehen wir das Ding unten in die Schneeleisten rein. Wo tut denn das dann hin? Ach, dann tauscht das einfach. Ist ja nice. Ist ja nice. Wahrscheinlich hat derjenige das vorher so gemeint, mit tauschst du es in die Schneeleisten und tauschst aus quasi. Das heißt, wenn ich jetzt nämlich der AK nehme, dann habe ich die in der Hand. Aber gut. So, wir fangen da wieder hier vorne an. Da vorne weiß ich nicht, ob was drin liegt. Das ist mir jetzt auch scheißegal. Okay, chills. Was haben wir da? Feldjacke. Abgenutzt. 42 Platz. Was haben wir? Jägerjacke 42. Sowas brauchen wir nicht. Gewand brauchen wir eigentlich gar keins. Okay. Ab ins Spawn da irgendwas. Spawnt nix. Wir brauchen mal ein Magazin. Mit ein paar mehr Schuss in der scheiß Account. Das war einmal nicht schlecht. Was ist denn dieser Halfter? Drüben mit dem scheiß Halfter. Den Halfter noch bra. Nehmen wir mit, scheiße gerne. Was haben wir da?
Irgendeine Fernrohr, nimm's mit. Panzerbrechen im Mund, nimm's mit. Okay. Schauen wir. Eine Riesenzeit. Da ist schon das Mac C Magazin. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber das werden wir herausfinden. Okay. Ja, wird schon. Wird schon. Warum steht der Zombie-Sepp umeinander? In den Zeit da herunten waren wir noch nicht, glaube ich. Aber da Pilotenhelm, Alter. Ich hab so einen schönen grünen Helm, da setzt du doch jetzt nicht den blinkenden weißen Pilotenhelm auf, bist du randvoll, Alter. Bist du in da Lampen, Rauchgranaten, ein Weiger. Das ist eine halbautomatische Pumpgun, oder? Blindgranaten. Tauscht man mal aus. Schrotflinte mit selektivem Feuermodus. Ja, brauchen wir nicht. Pumpgun nehmen wir nicht mit. Jetzt gehen wir die Zeit da noch durch, gehen wir zurück aus und hauen ab. Was haben wir da? Taktischer Helm. Der ist geil. Genau den habe ich gesucht. Helm hin, Helm auf. Da bist du. Tactical LeBron! Baby! War oben noch irgendwas Relevantes? Patrouillenjacke. Brauchen wir jetzt nicht. Da. CP Moon. Nehmen wir mit. Okay. Ich weiß aber nicht, ob in den offenen Zeiten da irgendwas spawnen kann. Das ist jetzt auch ultra dämlich, daher zum Laufen. Weil ich halt immer dieses Paranoia-Gefühl im Knack hab. So von wegen, da ist halt noch jemand anders irgendwo und da ist garantiert noch irgendjemand anders irgendwo. Da brauchen wir nicht drum diskutieren. Und langsam geht uns also ein bisschen Kondition aus. Recht viel Laufen können wir auf alle Fälle nicht. Da ist nichts herin. Laufen. Toll. Oh, ein Visier. Ein Visier. Ich seh's genau, Alter. Das nehmen wir. Ganz schnell wieder oben. Was ist da? Oh, Funkgerät. Funkgerät nehmen wir mit. Ein Funkgerät nehmen wir mit. Das wollte ich sowieso schon mal ausprobieren. Man kann einfach mitten auf der ganzen Map umeinander funken und wenn jemand sein Funkgerät eingeschaltet hat, dann hört man. So, da gehen wir nicht lang. Dann haben wir AK in der Hinten. Ich hab vergessen, dass wir da AK in der Hinten haben. Kann da herin was spawnen? Ja, zwar. Ja. Ah, da lauter Zielvisier und Zeiger. Mir findet man Klump. Dass der Wahnsinn ist. So, jetzt pass auf, jetzt bleiben wir da mal kurz liegen. Schauen wir auf die Karten. Dann müssen wir uns Richtung Norden weiter bewegen. Nord, ganz leicht Ost, damit wir in das nächste Military-Gebiet kommen. Map wieder zu. Nein, jetzt ist Tactical Time. Man kann offensichtlich nicht auf den Kompass schauen. In die Richtung müssen wir. Also links auf. Kriegen wir hin. Okay. Kriegen wir hin. Konzentration, Kinder. So, mitten im Wald können wir dann nochmal eine kurze Verschnaufpause machen, nochmal ein Inventar checken machen. Da links läuft der Zombie. Hätte schon wieder fast einen scheiß Schlaganfall gekriegt. Kruzifix! Kann ich Zombies nicht aufschrecken, da deren sie dann andere, die sich vielleicht an uns anschleichen, auch ein bisschen schwerer. Was ist da herin? Da ist gar nichts herin, oder was? Was haben wir da? 556er Leuchtspur Moon. Zwar, aber das ist wurscht, Hauptsache Moon. 556er Moon haben wir nämlich nicht, wenn ich mich richtig entsinne. So, und jetzt müssen wir da auf. Abflug, Kinder. Abflug. Oh, Stahldraht, das ist nix. Also sprinten können wir bald keinen Meter mehr. Wir haben ja so viel Scheißdreck dabei. Oh, Zombie triggert, oder? Oh, der hat nochmal so einen fetten Rucksack. Oh, habe ich den jetzt wirklich triggert? Das ist der verkackt. Das ist der verschissene Ernst, du Wichser. Ja, und dann packst du ihm... Möchtest du mich verarschen, Leute? Jetzt wird's lustig.
Sau! Alter, der ist verschieden bei uns. Nehmen wir den mit? Ich weiß nicht. Ja, scheiß drauf. Hat da irgendjemand was dabei? Ja, Moon haben's dabei. Die nehmen wir natürlich mit, oder? Hat er was dabei? Nein. Hat auch nichts dabei. Der ab vom Hof jetzt! Kruzifix, Birger! Gibt nicht wieder 100 Jahre lang auf derselben Stelle umeinander! Ja, Wahnsinn mit dir! Zerpimmelung! LeBron! Was sagt denn eigentlich der Zombie-Counter? Haben wir eigentlich einen Zombie-Counter? Weil das Depth Zero sind, ist aber klar. Zero Depth, Kinder. Fast wie in Doom am Montag. Das ist einfach Beste. Herr Lele, da haben Sie recht. Ich hab so krass. Alter, was ist denn das für ein Konstrukt da oben? Sollen wir da raufgehen? Schauen wir uns an. LeBron, schaut sie so. Oh, da gehen wir jetzt da am ersten noch nicht. Okay. Chill und leise. Zombies werden keine registriert. Kann man da überhaupt aufschauen? Ich habe keine Ahnung. Kann man da drin? Scheiß drauf. Nur die Ruhe. Eins nach dem anderen. Kann man da überhaupt auf? Also wenn wir da oben nicht sterben, dann sterben wir nie. Leute, chillen. Oh, der Russe. So, Birger, ich pack's dann mal. In diesem Sinne, das Vidania. Schau, ich hab gemeint, das heißt, das ist ein Wort, dabei heißt das das Vidania. Sag ich, das Vidania, Dankeschön fürs Zuschauen. Meine Russe des Vertrauens haben sie einen... Haben da vorne jetzt die Zombies gespawnt, oder? Habe ich das richtig gesehen, die zwei da? Dann haben wir allein. Das haben wir da allein. Schlafen's gut, Herr Russenmann. Hauen Sie einen rein, habe ich die Bussi aufs Nussi. So, Leute, wir müssen uns schicken. Ich kann nicht mehr laufen. Wenn irgendjemand auf uns schießt, der hat so leichtes Spiel, Alter. Der locht sich eins. Wir müssen schauen, ob es da herum überhaupt einen Loot gibt. Gibt es da herum irgendwas? Was ist denn das überhaupt da? Eine verdammte Raketenabschussbasis oder was zur Hölle? What the hell ist das? Dann haben wir da eine Bude. Na ja, gut. Da legen wir uns jetzt einmal einen Boden her. Inventarcheck. Können wir da ein Scope aufbauen? Ja! Habe ich gewusst aus Tarkov, dass das richtige Visier ist. Kann man da überhaupt richtig schießen damit? Ich weiß es auch nicht. Naja, kann man schon mal lassen. Okay, dann tun wir unser Visier wieder auf den Mosin drauf. Ja, ist auch drauf, passt. Essendringer schaut tipptopp aus. Was ist das da? EGD-2 Rauchgranate. Rauchgranate, die von östlichen Streitkräften eingesetzt wird, simpel und doch effektiv, um Deckung zu geben, braucht man nicht. Weg mit dem Scheißdreck. So, haben wir da so ein 30 Schuss Mag C-Magazin. Das derzeit ist das 30 Schuss KA 101. Kriegen wir das da rein? Nein, das passt auf alle Fälle. VSS-Magazin, nein, passt auch nicht rein. Den Scheiß da brauchen wir auch nicht. Ein KA74-Magazin, passt das da rein? Nein, auch nicht. Haben wir bloß ein Magazin für das Ding. Das LAR, nein. Ja, alles Dreck! Tust du mal das Magazin da raus? Okay. Und dann die Munition da rein. Und jetzt? Ist die Munition da drin, oder was? Bin mir nicht sicher, was mir das jetzt hilft. Da habe ich ein Magazin leeren. Was ist denn da für Munition drin? Aeroflex! Meine letzte Donation nicht gesehen, aber ich kann es verstehen. Tactical und so, gell? Oh, habe ich wirklich gesehen. Bin auch wieder am Start. Aeroflex, merci für deinen Zwickel. Wegen deine Daisy-Livestream habe ich es auch wieder angefangen. Grüß aus Pfarrhofer 6, das habe ich doch wieder was Gutes verbracht. An der LMPS, der Fisch heißt jetzt wirklich Schuppenschorsch. Dann sagst du am Schuppenschorsch, schöne Grüß, ich hoffe, ihm geht's gut. Bussi aufs Nussi. So, Sim 62er Moon, was haben wir da? 308er Moon. Habe ich irgendeine 5... Wir müssen die Magazine ausleihen. Die laden wir jetzt einfach mal aus, damit wir mal sehen, was da für Munition drin ist. Da war das drin, glaube ich, da ist ein 45er ACP. Da haben wir 9x39er Moon, das steht ja eh dabei, was da reingehört, oder? 9x39, 30 Schuss, 5,56er braucht man mir. Wir haben ja kein 5,56er Moon. Das ist dumm. Jeden Scheiß haben wir gefunden, bloß das nicht. Den M4 Handschutz, den brauchen wir auch nicht. Wirfen da auf, tu das Ding weg.
Was brauchen wir noch? Ich hab keine Ahnung, Kinder. Ich hab keinen blassen Dunst. Das Pistolenlichterl, kann man das auf die AK drauf tun? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht. Na, Schalldämpfer vielleicht? Na, das ist ein Pistolenschalldämpfer, oder? Den behalten wir uns einmal noch. Was haben wir da? RVN-Visier. Schaut mich da an. So, da! Mit ins Garage! Merci für den 10er! 10er ist 2 und da war's da. Servus Birger, war gestern testen. Warte noch auf die Antwort. Hoffe, du machst mir das Warten leichter. LG Mitti und wieder einer aus Österreich. Wo er denn noch war? Sonst. Ab in den Chat! Hashtag Lieblingsnachbarn mit lila Herzl. Ab geht's! Lasst euch vom Nightbot nicht irritieren, der sperrt euch dann 2 für 3 Minuten, aber hilft eh nicht. Mit ins Garage, merci für den 10er. 10er ist 2. Pussy aufs Nussi, Dankeschön. So, was haben wir noch? Was ist denn da für Scheiß drin? Tauschen. Ausleihen. Ah, das ist das Magazin, das wir brauchen. Oder geht jetzt das in der AK ein? Kruzifix, wer soll es denn da auskennen? Das passt auf alle Fälle nicht ein. Dann tauscht das, tu die Moon raus, Magazin leeren, damit wir wenigstens einmal, weiß ich nicht, wir sollen sagen, einmal 15 Schuss im Magazin haben oder so. Damit man da mal irgendwas damit anfangen kann. Haben wir jetzt da 556er Moon rausgezogen oder was? Herz jetzt auf, Herr Langenecker! Deine Kondition wird geringer, je mehr du den Rucksack oder deine Kleidung aufwertest, also mehr frei oder belegte Plätze du hast, bist immer noch auf dem gleichen Server oder hast gewechselt. Das sage ich dir nicht. Das sage ich dir nicht. Merci dir. Aber ja, ich habe mir schon gedacht, je mehr Zeit, dass ich natürlich dabei habe, desto weniger Ausdauer habe ich maximal zur Verfügung. Das macht natürlich absolut Sinn. Ja, ist ja nur verständlich. Oh, das ist ein ATOG oder ein AGOG, ein Vierfachvisier wahrscheinlich. Kenne ich von PUBG und so. Das nehmen wir auch mit. Ich meine, die ganzen Magazine, den ganzen Scheiß. Ich habe keine Ahnung, was wir damit jemals da sollen, aber egal. Wo ist denn jetzt das andere Magazin? Wir haben da ja auch noch Magazine herin irgendwo. Da ist noch eins. KA Polymer-Magazin. Ich weg damit. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Ein Mac 10 Magazin, 20 Schuss, da. Kann ich das in den AK einstecken? Wer soll sich denn da auskennen? SG5K Kompensator. Da ist wieder Moon. Wer soll denn da noch durchblicken, Kinder? Kannst du mir das sagen? Ich käme nicht mehr aus. So, das ist das Scheiß drum, das wir brauchen können. So, 556, wo hat denn der die jetzt hin? Da sind 62er ACP. Wo? Oh, meine Hosen ist kaputt. Ja, das stimmt. Ich check's halt einfach nicht. Sind 62er, 39er Moon. Die gehört da auch nicht rein. Ein Blatt Papier, was soll ich mit dem Gewick? Wo ist jetzt die Muni verschwunden? Ich hab doch da jetzt gerade Munition aus dem Ding raus da. Ich verstehe die Frage nicht. Was haben wir da eigentlich? SG5K Kompensator. Kann man den aufbauen? Nein. Tu den Scheiß weg! Müssen wir selber herausfinden. Da ist so ein Schreit nicht. Jetzt tust du das Magazin da her, dann füllst du jetzt die Munition, dass wir sie irgendeine auskennen. Kombinieren, ja, Magazin laden, los geht's. Aeroflex! Ja, dem geht's sau gut, der hat jetzt sogar ein graviertes Namensschild ans Aquarium draufgelegt bekommen. Ich sag, das ist der Schuppenschorsch, sagt er mir einer, dem Schuppenschorsch geht's nicht gut. Merci dir, Alter, Bussi aufs Nussi. Leider, ich kann nicht den ganzen Tag im Chat mal anlesen, was ihr mir da umeinander schreibt. Es geht halt ab einem gewissen Level einfach nicht mehr. Ja. Hilft halt nicht. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Also jetzt haben wir 15 Schuss drin, kombinieren, steckst du mal das Magazin da rein. Easy life, Alter. Easy life. Dann können wir da jetzt mal noch tauschen, dann können wir da den einen Schuss noch raus, da. Ja, lass mir die Kugel raus. Jawohl, die müssen jetzt eigentlich dann auch da rauf, da. Jawohl. Dann gibst du mir nochmal das Magazin von der AK, das ist außerdem noch einer Schuss der ein. Wenn wir schon dabei sind, machen wir es gleich gescheit. Kombinieren, Magazin laden. So, da siehst du mal, wie scheiß kompliziert gemacht das Spiel eigentlich ist, oder wie umständlich. Aber das gehört so. That's the game, Kinder. So, jetzt haben wir da eine saubere AK, mit der, wenn wir zielen, können wir so schießen. Das ist echt in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. Das kann man so machen. Und ich glaube, so kann man auch ganz gut schießen. Das Ding ist, wir schalten in einem Feuermodus um. Weiß das jemand? Dass ich Einzelschuss abgebe und nicht auf Bild ab, Bild auf hat man auf alle Fälle ein Zeroing eingestellt. Das heißt, wie das Visier Dings dort. Es geht nicht, heißt der Bayern GmbH schreibt, es geht nicht. Wahrscheinlich schieße ich sowieso einfach in der Ansicht, weil ich mich 100 Mal leichter tue. Aber gut,
So, Kinder. Wir stellen fest, da herum gibt es keinen Loot. Das heißt, wir brauchen auf die anderen Dinge nicht aufvergehen. Aber Himmelsrichtung. Norden ist in diese Richtung da auf und da bewegen wir uns jetzt auf und looten wir nochmal durch. Das Gebäude da rechts unten nehmen wir noch mit, da die vorschlagen. Nicht so viel sprinten. Nicht so viel sprinten. Wenn nämlich einmal ein Schuss losgeht, dann sind wir gefickt. So richtig gefickt. So richtig gefickt. Vielleicht kommen wir da an den Zombie vorbei, wenn wir in den Token gehen. In die Hocke, nicht in die Hacke, ja? So. Herr Langenecker, du musst jetzt unbedingt aufhören mit deinen 5er, 10er und 20er zum Schmeißen, sonst krieg ich einen Schlagerl. Walleck, das Walleck. Das ultimative Russenkapperl. Können wir nicht aufsetzen, wenn wir einen Tactical haben. Ja, LeBron ist jetzt Full Tactical. Mr. Langenecker, ich lese gleich vor. Verpackt die 380er Mund, können wir nicht brauchen. Wir müssen uns auch irgendwann einmal auf gewisse Arten von Munitionstypen und Zeug Oh shit. Jetzt vielleicht nicht so schlau. Da gehen wir jetzt außen und um. Dabei lese ich vor. Du in die gelbe Kiste Moon Knight, die wo du brauchst. Schau wegen dem Kampfmesser, ob das in Stiefel passt. Oh. Und die ganzen Konserven würde ich weiter unten einsortieren, da die länger hält. Da hast du recht. Aber jetzt, da hast du vollkommen recht, das werden wir mal. Oh, scheiße. Den habe ich nicht gesehen. Duckti. Ja, haben wir schon triggert. Da schlagen wir. Das ist ja nicht ganz einfach da auf den Schädel zum Ziel mit dem Teil. Wo haut er nochmal an, der Trottel? Hat der da was dabei gehabt? Nein. So, Leute. Herr Langenecker, vielen Dank. Ja, falls ich das einmal vergiss, nebenbei mit zum Song. Vielen lieben Dank. Alter. So. Weiter nach Norden. Also wir bewegen uns jetzt ja noch weiter weg vom eigentlichen Startgebiet oder von den Startgebieten. Das heißt, eigentlich, also bis jetzt sehe ich da hinten einer keine Zombies nicht. Und die zwei und den einen, den wir gerade erschlagen haben. Was? Server will be restarted in 20 Minuten? Fuck you Game, das war noch nie. Deswegen, dann looten wir das Zeug da durch, dann fürchte ich, dann weiß man interessant, weißt du, was interessant wird? Ja, das wird interessant, das wird gut. Dann gehen wir nämlich vielleicht nochmal irgendwo, oh, 308er Moon, ja, nehmen wir mal mit, weil es wurscht ist, kann da herin Zeug spawnen. Ich weiß nicht, ich sag das, was es ist. Auf alle Fälle ist da schon was gespawnt, aber das habe ich nicht einmal gesehen. Kann da herin Zeug spawnen? Die Schachteln und so? Keine Ahnung. Nein, LeBron ist unsichtbar, der. LeBron der verschmilzt mit seiner Umgebung. Der LeBron kann sich so langsam bewegen, dass er fürs menschliche Auge nicht mehr erfassbar ist. Oh, da ist was gelingen, da ist doch irgendwas gelingen. Überall liegt da so ein Winchester, wo man gar nicht sieht, sondern erst wenn ich mit dem Dings drüber gehe. Das ist völlig behindert eigentlich. Völlig behindert! Gut, weiter in den Norden. Wir müssen uns ein bisschen schicker. Wir müssen unter 20 Minuten das Gebiet durchlooten. Da reden wir jetzt nicht direkt drauf zu, da reden wir da außen rundum, das passt. Herbert, da hast du recht, das kann nur der Drax. Eigentlich hast du recht. Mr. Grashalm, schon einen Kill gemacht. Nein, wir haben noch nicht mal einen Spieler gesehen. Das ist aber auch gut so. Wir haben Pazifisten. Wir haben nur zur Gaudi die AK in der Hand. Ah, da unten ist Military Loot auf alle Fälle. Aber es war mir interessant zum sehen, sind da irgendwo Zombies. Ich sehe zumindest keine. Ist das da hinten schon wieder eine Base? Ist das eine Base? Nein, das sind Betondinger und Industriegebäude. Ja, das ist in Ordnung. Aber jetzt looten wir da das Zeug durch. Vielleicht findet man noch was Brauchbares. Oh, ich habe einen Bären. Ich habe auf alle Fälle einen Bären gehört. 1000%iger Bär. Ich glaube an dem Eck, an das Eck, das trollt mich schon seitdem es DayZ gibt. Da war noch nie irgendwas. Nochmal ganz schnell durchgehen. Was haben wir da? Feldfunkgerät braucht kein Mensch. Oh, da. Verpackte 919 und ja, nehmen Sie mal mit, weil es wurscht ist. Verpackte. Oh ja, die können wir verpackeln, die 556 gewonnen. Wo ist denn jetzt die Gasmasken hin?
Alter, besser wird's nicht mehr. Besser wird's nicht mehr. Okay, jetzt ist die Frage, wo da die... Ah, da oben ist das Military-Gebiet. Da rennen wir durch. Da rennen wir durch, auf alle Fälle. Ich sehe gar keine Zombies. Haben wir auf alle Fälle Corona gewappnet. Ah, ich krieg, wenn ich das Gebäude da vorne sehe, dann kriege ich so harte Flashbacks, dass ich es keinem Menschen sagen kann. So, jetzt müssen wir halbwegs konzentriert da durch. Was haben wir da? Schlagring brauchen wir nicht. Taktischer Helm. Wir sind unseren eigentlich beschaffen. Makellos, passt. Machen wir die Türen auch langsam wieder zu. Okay, Konzentration, Kinder. Wenn ich irgendjemand beim Donaten übersehen habe, es tut mir leid. Ruhe ist jetzt. Ich muss halbwegs zumindest aufpassen jetzt da. Kann da überhaupt was spawnen hier rein? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir das erst einmal anschauen. Da war ich noch nie. Auch früher nicht, glaube ich. Ja, da gibt es noch so kleine Schätze. Das ist kein Military Loot. Aber das da ist definitiv ein Military Gebäude. Das war es damals schon. Das gibt es schon immer. Normalerweise müsste da vorne links ums Eck der Eingang sein. Also auf der... Oh, da hinten ist ein riesen Military-Gebiet. Psst. Da ist ein Zombie. Da ist überall off. In diesem Gebäude habe ich sehr viel Zeit verbracht. Dementsprechend glaube ich, kenne ich die Campplätze noch. 10 Schuss Faust, die wir jetzt hin brauchen wir nicht. Braucht man nicht. Looten und sputen. Herr Gorsmaster, du sagst das. Auf den Punkt. Notfackel, leg mich noch am Arsch. Kann ich mir gleich pfutzen, als die schikieren. Oh, was liegt da? KA 101, da haben wir mehr besser nicht. Das hätte ich vorher noch schauen können an der anderen KA 1. Okay, da ist jetzt auch ein Zombie, der glaube ich war vorher auch noch nicht da. Von da sind wir gekommen. Kriegen wir schon. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Das Gebäude kenne ich nicht. Aber da geht es im Bunker, oder? Okay. Oh ja. Das Gebäude kenne ich, das ist neu. Also für mich neu. Geht's da sonst irgendwo rein oder ist das bloß ein Bunker? Herr Mittis Garage, merci dir für deinen Daumen nach oben. Abgesehen davon, an der Stelle einmal, an jedem, dem es taugt, Daumen nach oben da lassen, liken, würde mich sehr freuen. Hilft mir sehr viel weiter, werden wir weiter oben gelistet, kommen neue Leute dazu, das ist immer gut. Das ist immer gut. Wenn wir mal ein paar neue Leute kennenlernen, noch für alle. Sind wir zwar wahrscheinlich 90% Hochdeutsch sprechen die Leute, aber egal, Universaltaschenlampe, die nehmen wir mal mit. Ja, da herum natürlich im zweiten Stock umeinander laufen. Bei den offenen Fenstern wie der letzte Volldepp ist halt auch das mittelmäßig Schlauste. Das ist halt einfach, also mir fordert man es schon ganz schön aus, so ist es nicht. Kann da herum Zeug spawnen? Ja, Feldjacken. Da ist eine Russenstatue. Da hinten haben sie einen Bunker, da hinten ist Industrial Loot. Und der richtige Military Loot kommt da nochmal. Healing. Also ich glaube nicht, dass da jemand ist. Da rennen wir jetzt durch, hinten aussehen und dann überlegen wir uns, wo wir hingehen und wo wir und was wir denn. Das ist so. Wir haben es seit 10 Stunden
Seit 11 Stunden. Kein Spieler gesehen, nix. Und hat für mich zumindest, ich hoffe, das ist bei euch ähnlich, es hat nichts, auch nur einen Millimeter an seiner Spannungskurve verloren, das Spiel. Und ich kapiere nicht, warum, wo das auf einmal mittendrin nach 8 Jahren wieder herkommt. Ich weiß es einfach nicht. Mittendrin das Gefühl so, ich hab Bock auf Daisy und es macht Spaß ohne Ende. Absolut geil. Und es ist noch nichts, also es passiert ja nicht viel. Also es passiert ständig viel, aber eigentlich ja nichts. Was hat denn der Zombie jetzt für ein scheiß Problem? Ach, der hat da was gehört und dann rennt er da hin. Das ist auch ein Verhalten, das bin ich nicht gewohnt. Sag ich dir, was ist, warum habe ich überhaupt Brechstangen in der Hand? Bin ich ja geistig Behinderte? Schaut einen Bürger an den Volldeppen, kommt zu einer Ballerei mit Brechstangen. Warum nicht? Oh, was haben wir da? Tag. Alter, hat's da jetzt knackst. Makellos taktischer Heim, das ist dasselbe, wie wir haben. Eher einen schwarzen hätte ich gern. Da haben wir einen Ofen. Also war nie was drin. Ich weiß gar nicht, warum man den überhaupt aufmachen kann, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. So, müssen wir looten und sputen. Oh, war die Tür da gerade auf? Alter. NSG-Kopfband, was soll mit der Scheiße? Alles fürs Nachtsichtgerät. Ja, dazu brauche ich jetzt mein Nachtsichtgerät, dann können wir das vielleicht mitnehmen. Wir können es mal einpackeln. Mit. Können wir wieder aussortieren. Da hinten ist was gelegen. Habe ich genau gesehen. Das Money ist da nicht fein. Können wir da noch einen Container rein? Was haben wir da? Irgendein Zielfernrohr. Keine Ahnung, was das ist. Wer da nicht da? Herr Horak, danke dir für deinen Fünfer. Bussi aufs Nussi, ich muss mich gerade massivst konzentrieren. Ich lese gleich. Bin gleich bei dir. Jetzt müssen wir erst da sauber durchlooten. Das war jetzt schon die letzte Baracken. Nein, da habe ich jetzt keine übersehen. Kann da eigentlich noch woanders ein Tarnnetz? Was ist denn das? Ja, was sollen wir mit dem scheiß Tarnnetz? Wir bauen kein Lager! Wir bauen keine Lager! Kann da eigentlich noch woanders, Alter? Herr. Mittis! Ruhig jetzt! Dankeschön, Alter. Bussi aufs Nussi. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss zumindest probieren, dass wir da noch halbwegs lebendig durchkommen. Okay, jetzt ein fucking Wunder, dass da kein Mensch ist. Das gibt's eigentlich nicht. Was haben wir da? SGK Schienenhandschutz. Ja, nimm da mal mit, haben wir noch Platz. Was haben wir da? Ballistischer Heim. Ja, nicht nix ballistischer Heim, nehmen wir einen taktischen Heim. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich weiß es einfach nicht, nehmen wir den taktischen. Vielleicht kann man da so eine Stirnlampe oder so nicht bauen. Oh, was liegt da noch? Ja, nur ein Ad-Hoc, sonst haben wir schon. Es war halt immer geil, wenn da irgendwo ein M4 liegt oder irgend sowas. Ne, scheiß AK haben wir weg da können. Ja, ein bisschen ums Eck schauen. Kann man da nicht reingehen? Was sind das für Gebäude? Das kenne ich nicht. Ah, doch, kenne ich schon. Was haben wir da? Ein Sturmheim! Alter, der. Mehr Blatt geht schon fast gar nicht. Aber wir haben ein Full Tactical. Full Tactical! Notfackel braucht man nicht. Leute, Konzentration. Ja? Konzentration. Mittis! Bist du sicher, dass du da nicht verdruckt hast? Herr Mittis! Warum? Du merkst mich doch bloß sterben sehen, dann kannst du den LeBron nicht in den Tod schicken, also. Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mittis, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Merci für deinen Zwickel, merci für deinen Fünfer, merci für deinen Alter, da hast du doch verdruckt. Sag bitte, dass du verdruckt hast. Bitte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so hoch, ich muss so aufpassen und ich hab Angst, dass ich erschossen wird. Was haben wir? 10 Schuss fast immer jetzt in. Ja, nimm sie mal mit. Herr Mott, sag mir, Alter, was tust du? Warum? Stoffel. Heute auf, heute haut's das Zeug haufenweise Ehre und die halbe Herrn himmlisch. Hashtag Admiral Alliteration. Hashtag habe die Ehre, hebe die Haare. Hashtag Helch.
Alter, Mittis, ich weiß nicht, was das so jetzt gerade. Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht, oder? Kannst du aufhören? Hört halt auf jetzt! Was? Ich leg mich am Boden und ruhe. Hast einen Trick. Für den Hansel ruhe ich nochmal nach links. Ich weiß. Alter, jetzt. Mittis, was ist denn los mit dir? Hashtag Rollkommando! Roll! 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 Oder was jetzt jetzt auf einmal? Was ist los mit euch? Habt ihr besoffen? Was ist mit euch? Herr Langenegger, ich warne dich. Hau ab! Herr Mittis, ich weiß nicht, was Sie sagen, Sie stolzer Löwe, merci. Schnauze jetzt! Rollkommando! Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bedanke mich gleich bei euch. Wir müssen jetzt da durchlooten und müssen uns verpissen. Versteht ihr mich? Sonst kriegen wir ein Problem. Das war nicht, das war's nicht, das war's nicht. Ich hab gemeint, da hinten ist was gelaufen. Das war natürlich schlecht jetzt gewesen. Tannetz hilft uns nicht weiter. Da unten ist noch was. Oh ja, 5,56 am Monat. Nehmen wir eiskalt mit, dann glaube ich, haben wir alles. Kommen wir da noch auf. Oh, wir sind. Seit wann kommen da Sachen zu spielen? What the fuck, Alter? Das ist neu. Okay. Da waren wir überall. Weg hier. Kompass raus, auf die Schnelle schauen. Nord, wir gehen mal Nord. Die Frage ist, wo wir weitergehen. Jetzt entfernen wir uns da einmal. Jetzt gehen wir da einmal weg. Ja? Da haben wir noch ein paar Container. Und dann gehen wir die Stromleitungen nach. Das könnte ein guter Plan sein. Schauen wir da noch rein, da ist nichts. Man kann nicht in alle Container reingehen, oder? Was haben wir da? KA Polymer Schulterstütze. Und man kann das ziemlich modular zusammenbauen, das Teil. Das ist ganz geil gemacht. Hansi Zwerger Hansi! Der Zwerger Hansi ist jetzt im Vollbier-Squad drin. Da hat sich einfach der Zwerger Hansi dazu entschieden, dass er Bitchen in den Vollbier-Squad reingeht. Dass er in den Vollbier-Squad reingeht, ja. Sag ich herzlich willkommen, der Rufi unterm Laufen, mitten im Military Review, mal schnell im Vorstand da. Würde man sehen, das weiß ich nicht, aber das geht so auch. Ja, 5 Nase. Ich schreibe beim Jahr eh schon 5. Dann passt das, Busse aufs Nuss, ich muss wieder aufhören, weil jetzt haben wir wieder im nächsten Gebiet. Habe ich die. Leute, jetzt chillt's mit dies. Merci dir. Ich bin mir nicht sicher, ob das ernst ist, was du da tust, oder ob du sie verdruckt hast. Mit das Garage ist fürs Bier, was wir trinken miteinander. Habt ihr schon verstanden? Habt ihr schon, hör ich schon trapsen. Tu dich nicht oben. So, looten wir das noch durch auf 5 Minuten. Leute, jetzt hört's auf! Alles Chicago, wenn's wir dir mal auf die Festivals schreien Lee und die anderen dann noch einen Braun. Wenn's Festivals geben darf, dann da ist euch hochschaffen. Alles Chicago, merci dir. Mittis, merci dir, seriously. Und vielen lieben Dank an den Zwerger. Welcome to the Squad. Schreibt's eine in den Chat. Habe dritten Mr. Zwerger. Willkommen im besten Squad der Welt. Wir haben noch 5 Minuten bis zum Server Restart. Leute, ich muss mir jetzt schicken. Hört jetzt verdammt noch mehr auf. Hansel, die hab ich nicht übersehen, ich hab vergessen, die zu erwähnen. Bussi aufs Nussi, merci für den Euro und nochmal merci für den Euro. Dankeschön. Bussi, Bussi, Bussi. Jetzt chillt's. Wir looten jetzt das Gebäude da unten und zur Not 4 Minuten. Ich hab gerade die Meldung links hinter mir, damit ich euch da auch keinen Scheiß verzeiht. Da Server Restart in 4 Minuten. Wir looten das gelbe Gebäude da unten noch und dann gehen wir irgendwo in den Wald rein und müssen wir uns zwangsläufig. Oh shit. Da ist ein Zombie. Müssen wir uns zwangsläufig auslocken. Kann man eigentlich über das Fenster einsteigen? Nein. Alter Leute, was ist mit euch? Stop it! Was jetzt denn?
Herr Langenegger, lies hier noch meine vorletzte Donation vor, wenn du die noch siehst. Ich schaue auf alle Fälle, glaube ich, bin gerade so, ich hab so hart Paranoia im Fressbrett, dass ich halb nichts länger. Alter, du musst aufhören. Du, alle, ihr müsst alle aufhören. Heute. Ich weiß, was ist denn heute schon wieder? Wir haben ja mitten im Monat. Kein Mensch kann irgendwie seinen Lohn gekriegt haben und kann sich denken so, oh, nimm's, weil passt schon. SKS, Alter. Sehe ich von da. Mein Programm auch gesagt von da, dass das ein SKS ist. Psst. Psst. Da ist jemand. Oder da ist jemand. Ich mag mir jetzt da auch nicht. Leise jetzt, weil ich glaube, dass da Steps waren. Merci Leute, Dankeschön. Ich schaue es mir nachher gleich. Oder Server restartet eh gleich. Vor allem mir kommt das da so seltsam vor. Warum liegt das Zeug da alles auf dem Haufen? Da hat sich jemand ausgelockt oder was weiß ich, was er da hat. Ich kann nicht sagen, ob es der Zombie war oder nicht. Ja, wir müssen da sowieso irgendwie aussehen, weil da log ich mich mit Sicherheit nicht aus. Am besten hat schon irgendwie funktioniert, volle Kanne drauf, Alter. Leute, ich schaue es mir gleich an. Bitte, 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 chillt jetzt. Eine Knirscheiben. Das waren so seltsame Steps, die wo ich so noch nicht gehört habe. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob es ein Zombie ist oder ein Spieler. Ich hätte so gerne aus die Fenster aussehen wollten können, aber gut. So, wir verpissen uns jetzt da sowieso raus und weg von da. Da haben wir einige. Oh, shit. Server wird heruntergefahren. Puh, war das jetzt am Schluss? Das ist das Geile auch an dem Spiel. Sobald du meinst, da ist irgendjemand, dann kriegst du Puls 5000, Alter. Puls 5000. Oh. Wir haben noch nicht fertig heute. Das mit der SKS überlege ich. Aber was, soll man die SKS nehmen und die Mosin wegtun? Aber unser gute Mosin, Leute! Unser gute Mosin! Jetzt tappe ich da einmal raus. Wir schauen uns jetzt einmal auf der Karte noch, wo wir sind in der Zwischenzeit. Ich meine, der Server startet ja neu. Ja? Können wir uns dabei mal anschauen, wo wir sind. Also, jetzt pass auf, vielleicht können wir uns einmal ein bisschen orientieren. Wir sind angefangen. Angefangen haben wir. Don't show den Scheiß again, Grützi, fix halt den ab jetzt mit deinem Dreck da. So, da haben wir angefangen in der Stadt. Dann haben wir einen Elchröhren gehört. Der Elch röhrt. Bevor wir das jetzt aber durchgehen, trinke ich erst einmal was. Dann schaue ich mir die Donations an, die ich jetzt alle übersehen habe, weil verdammt nochmal ich gerade pulst 8 Millionen gehabt habe. Eins nach dem anderen, Kinder. Wir haben Zeit, okay? In der Zwischenzeit holt ihr hier ein neues kaltes Heißgetränk und drückt auf Like. Weil es es kennt. Schmiedi, der Bürger soll für die Verspätung. Tu den nicht oben, mit dem wir schon noch ein bisschen. Nichts passiert. Kannst du ja nachholen, ne? Erst und für alle anderen und auf Twitch Hashtag Helch, Alter. Alter, wo ist denn, hoffentlich ist Steffi B da. Der Helch muss so dermaßen aufs T-Shirt auf für Ende des Jahres, dass du sagst, gibt's das. Und wenn du mich fragst, das kalte Heißgetränk auch. So. Muss ich da mal mein Kabel wieder festbinden, weil sonst her ich wieder dreiviertel die Zeit nichts, aber das halt nicht. Muss ich festbinden. So, erst einmal Prost auf euch. Bussi aufs Nussi. Dann zuselt man mal sauber an der Bib. Es ist nämlich schon 5 vor 10 und die Zeit ist schon wieder vergangen wie nix.
Wie viel besser das gleich schmeckt, wenn man 2 Stunden nicht mehr dampfen tut. So, jetzt muss ich einen Haufen Zeug nachlesen. Schmiedi, merci für den Euro. Mr. Mesh, merci für den Euro. Zitat Birger am 31.03.2021. Es ist mitten im Monat, keiner hat irgendein Geld gekriegt. Lull. Ja, ist aber auch so. Ich meine, keiner kriegt irgendwann mitten im Monat Oh, es ist doch nicht mitten im Monat, es ist der 31.03. Hoppala. Vielleicht ja dann doch. Keine Ahnung. Mein Maike, merci dir. Alter, Puls 9000 plus, ja. Welcome to my world. Ja, dann ist es Ende des Monats. Legt's mir noch am Arsch, Kruzifix, Alter. Was weißt du nie, Alter? Sitz einmal 3 Monate lang in der Kurzarbeit und weiß nicht mehr, was für Tag das ist. Was soll ich machen, Alter? Ist allerdings auch kein Grund nicht so, boah, geil, ich hab meinen Lohn gekriegt. Was kann man da? Ja, gib's einen Bierger. This is not how it works. Bayern-Sandler, vergesst für den Zwickel, habe ich dir lange nicht mehr gesehen, gleich wieder kennt. Das ist richtig, vergesst für einen Zwickel von Busti aufs Nussi. Dann, Mittis. Was haben Hunderte auf Google Play gehabt zum Verbrassen? Das lasse ich trotzdem nicht sein. Was tust du das? Ich weiß nicht. Merci dir. Was soll ich denn sagen, Alter? Merci dir. Busti aufs Nussi, Alter. Roman Empire. Meinst du, LeBron schießt den Dreier auf der Helch? Was? Meinst du, LeBron schießt einen Dreier auf der Helch? Weiß ich nicht genau, was du meinst jetzt. Verstehe ich nicht ganz. Du meinst einen Burst Fire Mode, oder? Ich weiß nicht, was ich schieße einen Dreier auf den Helch. Verstehe ich nicht. Mr. Roman Empire, danke für den Fünfer. Du darfst mir bitte gern im normalen Chat aufklären, was du sagen möchtest. Spam ruhig ein, scheißegal. Kickel den Hartl! Vergesst über den Drilling! Birger, du bist der Geilste, meine Frau nie genießen die Abendgestaltung mit dir. Grüße aus Nürnberg. Grüße nach Nürnberg, Grüße an die Frau. Gibst dir ein Bussi aufs Nussi, was es eben ist. Grüße aus Landau. Hashtag Hirstipf. Helch, wenn dann Helchtipf. Ab im Pfanner, sorry für die Störung. Nichts passiert. Ich habe ja gesagt, das dauert ein wenig. Herr Langenecker, du und dein 25er hinten noch ist schon wieder Kruzifix. Lies her noch meine vorletzte Donation, schauen wir uns gleich an. Wenn du sie noch siehst, nächstes Mal schreibst mit, wo du bist, beziehungsweise deine Route, dann komm ich vorbei, Bussi. Ich mag aber nicht! Go away! Bussi! Hansel, merci für den Euro. Alles Chicago, den habe ich gesehen. Mittis habe ich auch gesehen. Hansi Zwerger habe ich auch gesehen. Am Vorstand habe ich noch nicht angerufen. Ja, der Vorstand. Ich bin der Vorstand. Heute im Maul. Ich schreibe ihm selber 2. Habe ich die Ehre. So, Zwergerl, 2 geschrieben. Wen haben wir noch? Jetzt pass auf, vorletzte Donation. Die finde ich nicht. Da. Schimpf mich nicht, wenn ich dir hilf. Nein, ich schimpf dir nicht, wenn du mir hilfst. Ich schimpf dir, weil du mir einen Euro da am Mann in den Arsch schiebst. Was nicht braucht. Außerdem, das, was du vorher zu meiner Frage wegen am Server gesagt hast, was hast damit gemeint? Wenn ich mir das so anschaue, bist du aber noch auf dem gleichen Server, bist gleich Spaß oder Bussi aufs Nussi. Hör auf, mir diese Paranoia in Shell reinzumachen. Ich bin überfordert genug. Vor allem, wenn ich nicht weiß, dass du daherkommst, dann schieße ich einfach. Das, wenn ich einen anderen Spieler sehe, wo ich mir nicht sicher bin, dass mir der nichts tut und keine Knarre hinter, dann schieße ich einfach. I'm sorry! Los mich! Corby, der fragt mich, was hast du für einen PC? Was ich für einen PC habe, steht in meiner Twitch-Beschreibung. Ah ja, das weißt, ich bin der Hirschi. Herr Bayern-Sandler, Sie sind der Hirschi. Jetzt haben wir uns tatsächlich gleich wieder kennt. Hirschi, welcome back. So, was ich jetzt da mal schnell schauen muss, im Hintergrund von der Karten. Erst einmal Hashtag Map! Ob der Server schon wieder da ist. Da machen wir jetzt sicher jetzt aber so nicht, dass man der IP sagt. Nein, sagt man nicht. Ich drücke jetzt einfach mal auf Spielen und schau, was passiert. Und dann bewegen wir uns noch ein bisschen weg. Und dann orientieren wir uns, wo wir das nächste Mal hingehen. Machen wir ein bisschen Inventarmanagement und schauen wir. So, spielen. Schauen wir, ob der Server da ist. Ich weiß es nicht. Ja, das lädt auf alle Fälle. Schalten wir wieder um. Map! Trinken wir noch mal schnell einen Schluckerl. Ich glaube auch nicht, dass er mich da schießt. Nein, glaube ich auch nicht. Das war jetzt auch keine Unterstellung. Aber es kann passieren, wenn ich nicht weiß, dass er irgendwas die Stau dass er rennt, dass er ihn da schießt. Wenn ich ihn triff, vorausgesetzt. Und wenn du Pech hast, habe ich meine 2 Pro-Gamer-Sekunden am Tag und ich gebe dir so schnell ein Handy, so schnell kannst du gar nicht schauen. Oh, da sind wir. Okay, Zombies sind weg. Es ist fast Tag. Ja, okay, tschüss.
Ist jetzt da neuer Loot? Das würde mich interessieren. Ein LR-Magazin, nimm's mit, scheißegal. Was haben wir da? Taktischer Heim. Haben die eigentlich immer dunkelgrün? Ja, ich glaube schon. Taktische Weste. So. Was mich jetzt interessieren würde, ob da jetzt der Loot respawnt. Oder anderer Loot spawnt oder wie auch immer. Okay. Okay, tschüss dann. Tschüss dann. Das ist nicht weit weg. Oh, Scheißdreck, Alter. Oh, fuck. Scheiße. Konzentration. Schnauze halten. Konzentration. Ja, das ist ein ganz schlau, Bürger. Ich habe nicht gewusst, dass man sich nicht bewegen kann unterm Verbinden. Okay, da ist zeigt so. Das schauen wir jetzt trotzdem mal, ob da ein Spieler ist oder nicht, ist mir scheißegal. Da liegt das selbe Loot drin. Da liegt das selbe Loot drin. Okay, chill. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. LAR Mac drauf geschissen. 20 Schuss Mac drauf geschissen. Scheiß Taschenlampen drauf geschissen. Magazin aus. Tauschen. Wir haben irgendwo einen Haufen Moon. Eine damit. ...56er, 556er. Und ich meine, der weiß ja auch, dass ich da bin. Was ist das für Dreck? Das ist weg. Die habe ich gesucht. Moon aufmachen. Da die Moon her. Wo ist die Scheißdrecks Moon jetzt da ist? Ein Magazin braucht man. Wenn man mit dem einen Magazin nicht down kriegen, wenn er wirklich daherkommt, dann hilft es sowieso nicht. Wie viele Schuhe sind drin? Kann ich nicht sagen, was ist das? Leichtspurmond, Leichtspurmond. Mehrere Schuss, glaube ich, haben wir nicht aufgeklappt. Das sind 62. Passt schon. Gibt's mal das hier? Kombinieren. So. So. Mit dem Ding schießt sie sich. So. Was liegt jetzt da am Boden umeinander? Nix mehr. Nimm das mit, nimm das mit. So.
Leute, ich kann jetzt nicht aufpassen. Ich glaube, der Wolf hat einen mittelschweren Schlaganfall. Ja, der ist auf alle Fälle hier. Einmal was Neues. Wölfe haben wir noch nicht gehabt. Interessant, die fliehen irgendwann. Interessant, wir wissen genau, wo der andere ist. Das wird jetzt ein bisschen ein Problem. Mir isst man jetzt was, das ist ein guter Tipp. Tauschen. Essen und Trinken, dass das nicht so ein Problem wird. Wir verpissen uns. Wir gehen keine offenen Konflikte ein. Der LeBron ist grundsätzlich ein pazifistischer Mensch. Wenn er sich verteidigen muss, dann tut er das. Aber wir gehen dem Typen jetzt nicht nach. Ja? Das tun wir nicht. Wir orientieren uns jetzt, wo wir sind. So, Karten. Wir haben da aufgegangen, wir haben in das Military Dings gegangen, dann waren wir da in diesem komischen Aufgang da und jetzt sind wir da auf, sind wir da auf und sind wir da herum. Da haben wir rausgegangen, glaube ich. Oder da. Fuck, ich weiß es nicht. Ich glaube, da sitzt man drin. Und wir gehen jetzt eiskalt Richtung Westen, da rauf, nach Tizi. Wir gehen da nach Tizi und da locken wir uns aus. Das ist der Plan und den ziehen wir jetzt durch. Das heißt, müssen eiskalt nach Osten. Schauen wir nach, wo Osten ist. Mei, das ist also behindert, dass man da nicht einfach drauf schauen kann. Osten ist quasi außen und links. Okay. Das heißt, schauen wir da was da so los ist. Außen und links. Abflug. Gar nicht lange, aber noch. Scheißdreck. Und ab. Wir können halt wirklich fast nicht mehr sprinten, gell. Wenn irgendjemand gegen uns kämpft, der lacht sich uns. Der lacht sich kaputt. Da, so lange können wir sprinten, blub ist vorbei. Der lacht sich kaputt, Alter. Oh, fuck. Entschuldigung, ich hab mein Hirn gerade ganz woanders. Map! Alter, die Map, Ja, Entschuldigung. Hab meinen Kopf gerade woanders, Kinder. Es tut mir leid. Wer liebt's nicht, die Map zuzuschauen? Erzählt's mir keinen Käse. Erzähl mir mal keinen Käse. Da. Und wenn die Karten, die muss also die haben. Eigentlich, weißt du, was wir eigentlich für ein T-Shirt machen müssen? Das ist das T-Shirt. War das der Baum? Das war eigentlich wirklich das Allergeilste jetzt gewesen. Wenn es voll zum Kampf gegangen war und ich hätte die Map vergessen. Nein, weißt du, was für ein T-Shirt das wir machen müssen? Das Jahresendmotiv wird 2 Versionen wird's geben. Einmal das mit ungefähr 25 Beutel drauf, so wie jedes Jahr, und einmal eine Version, wo die Map drüber ist. Wo man nur die Hälfte sieht. Beste Idee ever! Was geht irgendwann einmal zum Spannenden zurück, dann killst die Anfänger. Nein, das ist Spam-Kill. Also, Spawn-Killen ist das allerletzte. Spawn-Killen ist wirklich das Letzte. So, die Frage ist jetzt halt, eigentlich müsste doch da ein Weg weggehen. Miss Patty, kauf ich sofort! Beide Versionen. Ich sag das, was ist, das werden wir machen. Ich sag das, was ist, das tun wir. Ah ja, da hinten ist ein Bauernhof, in die Gemeinde. Das ist ein super Platz. Super Platz, da können wir uns orientieren, wo wir eigentlich sind. Ja, so nah waren wir in der Ballerei fein noch nie, Kinder. Ich muss einmal einen Chris fragen. Vielleicht macht er mal ein geiles Motiv mit dem LeBron. Mittlerweile ist es wert. Mittlerweile ist es wert.
muss ich mich fragen, ob wir ein Motiv ausdüfteln können, das Daisy-Motiv. Weil ganz ehrlich, 6-mal hintereinander spielen wir wirklich seltenst das Spiel und es macht immer noch Spaß. Ich verspüre noch keinen Funken Langeweile. Was sagt ihr dazu? Können wir schon noch ein paar Mal durch, glaube ich, bis wir draufgehen. Und wir gehen auch in Militärgebiete und so, bloß nicht ins Airfield, weil da kann ich mich wirklich da schießen gehen, glaube ich. Ja. Und dann machen wir 2 Versionen draus. Einmal ist der LeBron vorhin drauf mit alles, was so passiert ist. Und einmal ist die Map drüber. Weiß nicht, was es ist. So. Das ist schon legendär, das stimmt. Brauchst du nicht da schießen, das wären die anderen für dich. Ja, tu dich mir nicht an, Alter. Tu dich mir nicht an, noch hat uns keiner erschossen. Wir waren zwar noch nie so nah wie gerade. Dass uns jemand erschießt. Aber egal. Immerhin nach 10 Stunden mal Waffen abgefeiert. Ja, 6, das haben wir uns verteidigen müssen. Everything can happen. Was haben wir da herin? Gummistiefeln. Brauchen wir nicht mehr, haben wir Kampfstiefeln. Bin der Tactical LeBron. Tactical LeBritzel. Ja, gibt's da sonst irgendwelche Gebäude? Einen Hühnerstall gibt's noch und so ein... Da schaut's doch gut aus da drin. Nobody is expects us! Warum ist da ein Plus drauf? Was kann das... Warum ist da Munition drin? Kann so eine Jacken mit Moon spawnen? Interesting. So, da gehen wir jetzt rein. Und da legen wir uns hin. Und dann werden wir noch ein bisschen Inventarmanagementisieren. Herr Langenecker, ich hau da einen nackerten Arschkruzifix. Herr Langenecker, ich hab alles übersehen. Was tust denn du? Was tust denn du? Also erstmal Merci für deinen 30er. Ich weiß nicht, was das soll. Nächstes Mal schickt mir einen Server, dann Kimi und hilft dir vor Ort. Wir sind ja beide gut gerüstet, zumindest weiß ich, was du hast. Da hat mich gefreut und wird bestimmt der Spaß. Bussi bis Mittwoch. Herr Langenecker, bitte bring mich halt nicht so stark in Verlegenheit und scheiß mir mit Geld zu und frag indirekt zum Mitspielen. Bitte Herz halt auf damit. Bitte Herz halt auf damit. Bitte. Stop it. Please. Stop it. Please. Ich will das nicht. Das meine ich übrigens ernst. Bitte Herz auf damit. Weißt du, was passiert, wenn ich mich mit dir in-game triff, nachdem du mir mit Geld zurückgeschissen hast, wie eine Nutte? Weißt du, was dann passiert? Please stop. Please stop it. Nochmal der Herr Langenecker. Lauf die Spieler, sie haben aufgeschreckt und jetzt sind die da auf den Fersen. Mir auf den Fersen. Ja, das habe ich gerade schmerzlich bemerkt. So, die haben halt natürlich von ihm davon gelaufen, die haben ja dann auch von mir davon gelaufen. Also ich habe 2-3 Mal geschossen oder 2 habe ich erschossen oder 3 erschossen, dann ist davon gelaufen. Meine Game-Mechanik habe ich jetzt the hard way learned, aber wir haben ja noch gut dabei. Nochmal der Langenecker Sepp. Sollte ich einen sehen, der Nubis killt, ist er definitiv am Boden, wenn ich ihn sehe, denn das geht gar nicht. Die haben genug andere Probleme. Nimm doch mal Zeit für die Donis, die werden dich freien, bis sie. Ich hab's nicht gesehen, aber jetzt hab ich's gesehen. Stop it! Herr Langenecker, ja, in Kleidung ist ab und an auch Moon. Ja, schön, das habe ich nicht gewusst. Aber wir müssen uns irgendwie mal darauf einigen, dass du aufhörst. Also du kannst mir gern beratend zur Seite stehen, aber aufhören mit der Geldschmeißerei, das muss aufhören. Das has to stop! Brudi, vielen Dank, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, Inventarmanagement. Müssen wir das überhaupt machen? Was haben wir alles? Die 762er 39mm können wir nicht brauchen, passt wieder in unser Mosin rein noch irgendwo. Die 380er haben wir gesagt, die heben wir mal auf, weil vielleicht findet man noch mal irgendwann einen Revolver. Geht die 380er SCP-Mo, geht die in Pistolen rein? Das ist ein Riegel, glaube ich, gell? So eine hätte ich noch gern. Ja, so eine hätte ich einfach noch gern. So, jetzt packen wir mal die AK weg. Wo haben wir das ganze Zeug eigentlich? Wir haben dort AK, wo haben wir die Brechstange eigentlich? Ah ja, die ist im Inventar drin. Ja, das ist okay. So, jetzt schauen wir mal in den Kanister rein. Was ist da drin? Eine Universal-Taschenlampe. Können wir die vielleicht auf aufs Ding aufbauen? Nein, können wir nicht. Scheiß auf die Taschenlampen, weg mit dem Schund. Scheiß auf die Taschenlampen, weg mit dem Schund. Das ist unser Mosin-Zielfernrohr, das packen wir wieder auf Mosin drauf.
Dann Munition. Packelt man in unsere Kanister. Und zwar die wir brauchen. Da können wir auch was zusammenfügen. Ein bisschen Inventarmanagement zum Schluss aus, muss sein. So, mittlerweile haben wir, was ist denn das alles da eigentlich? 939er Moon. Da haben wir auch so viel mittlerweile, die eigentlich keine die Sau nicht braucht. Weiß ich nicht, was ich da wollten soll. Da haben wir noch Munition drin, die werden wir mal auspackeln, weil wir nicht wissen, wo ich damit. Das werden wir aus. Und was ist das? Hoppala. Und was ist das da? 19 mm Mund. Schmeiß weg. Brauchen wir nicht. Hoppala, nein. Schmeiß weg. Brauchen wir nicht. Was haben wir da? 545er mal 39. Die passen nicht in unser AK rein, glaube ich. Gell? Wurscht. Wurscht, was wir mir jetzt tun. Die zwei Dinger haben jetzt da ein Multivitamin drin, Lederset. Was können wir da noch mit einstecken? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was kann man da rein? Die Dinge da passen da ganz gut rein. Wobei eher Zündheizel, die haben wir da rein, die dürfen nicht nass werden. Verbände Multivitamintabletten, die haben wir wieder aus. Die Frage ist, was der wir rein, was nicht nass werden darf. Haben wir irgendwas, was nicht nass werden darf? Moon wieder aus. Was haben wir noch, was nicht nass werden darf? Ich habe keine Ahnung. Den Scheiß, den haben wir noch eine. Und sonst haben wir eigentlich nichts. Ja, lassen wir wegen Platz. Schaut nicht. So, jetzt nehmen wir die Larient hin, da nehmen wir die ganze Moon rein. Da nehmen wir jetzt einmal völlig unsortiert die ganze Munition rein. Vielleicht können wir das dann auch beim nächsten Mal ein bisschen sortieren, was ist und so. Schaut ganz gut aus. Dann ist die Frage, was wir da eigentlich brauchen. Was sind zwei? Ja, nimm das alles. Dann nehmen wir alles in die Box. Alles in die Box. Hoppala. Die leeren Schachteln oder die Schachteln, die haben wir da. Haben wir sonst noch irgendwelche Quermunition, die da umeinander liegt? Nö. Nehmen wir das einzelne noch. Dann schaut doch das ganz passabel aus, Kinder. Oder wenn das kein Trip nicht war heute, dann weiß ich es auch nicht. Brudi, dann weiß ich es auch nicht. Ich sag das, wie es ist. Die ganzen Scheiß-Magazine braucht keine alte Sau. Geht das KA-Magazin? Können wir mal ausprobieren, da her, was für ein Magazin geht. Da geht ja kein einziges Magazin, das nicht in die AK geht, nehmen wir nicht mit, drauf geschissen. Geht nicht rein, geht auch nicht rein. Geht da überhaupt irgendwas rein? That's what she said! Das müsste doch eigentlich, das ist also LR-Magazin, brauchen wir alles nicht, tu den Scheiß weg. Und wir tauschen, da lassen wir die Munition noch aus. Herr Langnecker! Pack die Moon immer aus, dann kannst du sie stapeln. Wie viele Schuss sind denn da drin? Kann man die bis in die Unendlichkeit, erstmal merci dir, kann man die bis in die Unendlichkeit stapeln? Weiß ich nicht. RVN-Visier, standardisierte schienengeführtes Zielvisier ohne Vergrößerung mit batteriebetriebenen Leuten, braucht man auch nicht. SGK 5 Schienenhandschutz, leckt mir am Arsch, brauchen wir auch nicht. Das AGOG, das hebe ich mir mal nur auf, weil das kann man vielleicht auf ein Ding drauf bauen, auf ein M4, wenn wir mal eine finden. Messer pulpen wir uns, Messer, Steak. Das war mir, was wir jetzt mit. Da haben wir noch Munition auspackelt, jetzt habe ich eigentlich gemeint. VSD-Magazin, schmeiß weg, brauchen wir nicht. Den lassen wir da, schaut doch wirklich ganz gut aus. So, können wir mal da oben da. Das Messer, der haben wir in unserer Taktikwesten. Das Essen, der wir oben, das der wir ganz oben, ist so allein, das brauchen wir nicht so oft. Essen, oben. Ein bisschen sortieren müssen wir es schon, damit das da alles noch ein wenig noch was ausschaut. So, Taktik-Scheiß, der wir da einer, den der wir auch da einer, was wurscht ist, Tactical Schüssel, das der wir auch da, weil es Tactical Schüssel ist. Da habe ich eigentlich gehofft, dass man das Ding in die AK stecken kann man aber nicht. Naja, schaut ja ganz gut aus. Dann haben wir ein bisschen Platz, also wir haben sogar ziemlich viel Platz, wir haben einen Haufen Zeug, leckt mich am Arsch, Alter. Unsere Jacken ist beschädigt, die ist sogar ganz schön beschädigt, schaut mal die so. Alter, die müssen wir richten. Wo ist das Sewing Kit? Sewing Kit ist in der Dings drin. Flicken. Achtung, Jacke und Hosen flicken. Los geht's. Herr Langenecker, nein, Mr. Mesh, Birger, wenn es mit dem Streamen mal nicht mehr so läuft, du kannst es am Pumuckl voll geil synchronisieren. Wie kippst du jetzt auf das, Alter? Was bemerkt von Simoniki 93? Warum denn? Wieso denn ein Pumuckl, Alter? So, wie ist die Jacken beieinander? Schau wieder besser aus. Abgenutzt, kann man lassen. Unser taktische Westen ist... Alter, kann man die überhaupt richten? Können wir probieren. Die ist demoliert, Alter. Kann man die überhaupt richten? Da brauchen wir das Leder-Sewing-Kit, oder? Probieren wir mal. Leute, hört jetzt einmal mit der Donaterei auf. Ihr habt's lauter geschubst, das ist so brutal.
Das ist lauter Geschubste. Was sollst du da sagen dazu? Taktische Weste, jetzt pass mir auf, nimm mal mit das. Pass auf, wie kann man das machen? Kann man das überhaupt machen, ist die Frage. So ist mir das hier, so hier, taktische Weste in die Hand nehmen, kann man das dann so. Ja. Taktische Weste mit Ledernähset, mit dem normalen Nähset, glaube ich, geht's nicht. Wahrscheinlich darf es auch mit Panzertape gehen. Ja, jetzt ist es beschädigt, aber sie ist nicht demoliert. Vielleicht kann man es noch mehr Runden richten. Warte mal. Vielleicht wird es noch mehr besser. Schauen wir mal. Abgenutzt. Easy. Und wieder Nutzung. So. Und Hosen. Ab dafür. Hose. So, jetzt haben wir im Nocker noch schon miteinander gestanden. Das passt. Und flicken. Gut schauen wir aus. Alter. Gut schauen wir aus. Was? Von der Steffi B. Was? Ein Thermoteis? Normal sagt man LeBron und wenn ein heißes Getränk reinkommt, sagt man Map. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ich kenn die Tassen schon. Oh, Hose immer noch beschädigt. Müssen wir noch mal flicken. Ich weiß schon, was du meinst. Aber so ein Ding produzieren lassen, glaube ich, ist nicht so einfach. Vor allem das Verschicken von dem ganzen Ding ist nicht so einfach. Aber ich arbeite da an etwas, was sich eine Dinge vielleicht ermöglicht. So, dann stellen wir mich wieder da wie ein Picke. Schauen Sie an. Was mit den Handschuhen? Makellos, oder? Die Stiefeln abgenutzt. Der Rucksack, makellos. Taktische Weste, abgenutzt. Abgenutzt ist in Ordnung. Schauen so. Wie ein Picke, Alter. Schau dir den LeBron, der ist brutal. Schau dir den LeBron, der ist brutal. Da gibt's gar keinen Rade nicht. Haben wir da eigentlich noch einen Platz drin? Nein. Dann haben wir einen Schleifstein, den wir mal da oben. Was können wir da eigentlich noch als oben transportieren? So, das ist zum Flicker und Gesundheit. Auf da. Leiter stehen wir da wie ein Picke. Haufen weiß Moon. Vielleicht locke ich mich einmal offstream ein und sortiere das ein bisschen auseinander. Da müsst ihr euch diese Scheiße da nicht jetzt mitgeben. Aber das gehört ja auch zum Spiel dazu. Honey! Muss ich schon wieder den Vorstand anrufen. Du, es ist 20 nach 10, der ist schon im Bett. Ja? Es dauert ein wenig, bis er ohne geht. Ja, die haben schon im Bett. Die haben um 10 ums Feierabend. Das dauert jetzt ein wenig. Honey, Firefighter, da musst du schnell warten. Ja, Evans! Ja, Honey, schreib's dem auch noch zu. Ja, schreib's dir eine Überstunde auf, oder was weißt du nicht? Ja, das ist okay. Das passt. Gell? Bussi aufs Nussi. Halt! Ah, ja, gemeint, das ist ein Mitglied. Ist kein Mitglied. War bloß der Kini Freude. Ja, sag ich ihm. Haust dir ein, hab ich die. Herr Honey Firefighter, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. Vielen lieben Dank und welcome to the squad. Ab in den Chat. Hab ich Herr Honey. Kini Freude, wie schaut's aus? Samstag, der ist sie war dabei. Auf den Lee. Weiß ich noch nicht. Ich hab momentan Bock auf was anderes. Sagt euch Eve Online was? Hab ich wieder installiert, Alter. Ich bin dabei, dass ich meine Trading-Plattform wieder installiere. Ja, das kann, also das ist, wenn wir das jemals streamen, dann ist das Twitch only, weil mehr Gameplay-Genörde wie in Eve wirst du nicht finden. Außer vielleicht im Ultra-Late-Game in Path of Exile. Aber nerdiger wird's nicht mehr. Ja? Mehr ist nicht mehr drin. Eve Online ist die Spitze des Rumgenördes und des, Alter, wer spielt sowas? Leute, jetzt chillt's. Sternenkind, danke für den Fünfer. Bussi aufs Nussi. Der Moin, was geht? Ja, Sternenkind, was geht? Der LeBron hat eine fette Reise hinter sich und die schauen wir jetzt noch mal an. Das sagt er ich. Leute, wir haben heute war ein geiler Abend. Einiges passiert. Jetzt gehen wir da mehr verlassen und dann der ich sagen, clap, press F for respect für einen untouchable, invincible Lee. Wölfe kennen ihm nix, Military-Gebiete kennen ihm nix, andere Spieler, die irgendwo noch weggeschickt und anschießen, kennen ihm nix. Hau ab! Tür auf, Headshot. Sternkind, danke dir, Bussi aufs Nussi. Löwensepp, merci für den Zwickel. Hast du Cyberpunk privat weitergespielt und was spielen wir nach Doom am Montag? Gute Frage. Also, erst einmal, Doom kommt nächsten Montag nicht. Eventuell tauscht man Plätze, DayZ Montag, Doom Mittwoch. Eventuell spielen wir am Samstag Doom fertig. Weiß ich noch nicht.
nicht drauf verlassen, dass wir am Samstag streamen. Das ist einmal das Allerwichtigste, okay? Das aller fucking Wichtigste. Samstag-Streams sind und bleiben spontan. Die kündige ich nicht an, wenn dann eine Stunde vorher und das war's dann. Herr Wörle, du kriegst die Böbi-Trete, weil du halt der Dritte bist. Oh, die Böbi-Trete ist festgerost. Jetzt ist sie draußen. Herr Wörle! Achtung, das war die Babytröte. Aber die Babytrete, die geht umdreht und zwar so. Herr Wörle, vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Dankeschön, welcome to the squad. Ab in den Chat habe ich. Herr Wörle. So, jetzt bei Obacht. Die Reise des LeBron. Die war halt gar nicht so weit. Also so viel Meter haben wir heute gar nicht gemacht. Aber, außer habt. Wir sind gestaltet, leider, ich kann nicht nichts erzählen. Sternkind! Geht's dir wieder gut? Meinen Lieblingsbürger. Also mein Öhrchen, ganz ehrlich, in der Früh habe ich einen Tinnitus, da ist der Sau graust, richtig übel. Und über den Tag, also eigentlich innerhalb der ersten Stunde, wenn ich den ersten Kaffee im Gesicht habe, dann geht er langsam weg. Jetzt gerade habe ich gar keinen. Wenn ich jetzt dann das Headset da oben tue, dann ist er wieder da. Aber ich habe nächsten Dienstag noch mal einen Doktortermin, mal schauen, was der sagt. Danke der Nachfrage, falls du das meinst. Ansonsten, andernfalls geht es mir unfassbar gut. Dankeschön. So, eine Ruhe ist jetzt mit fucking Donaterei und Memberships und was weiß ich, was alles vermisst. Wir schauen uns jetzt ein LeBrons Reise an. Kurzes Resümee. Was haben wir heute da? Heute haben wir eigentlich nicht recht viel da. Aber eigentlich haben wir schon viel da, wenn ich so drüber nachdenke. Wir haben da gestartet, da haben wir uns jetzt mehr ausgeloggt. In Sinistag, dann ist uns das Essen ausgegangen. Das war nix. Dann haben wir da in der Schupfe ein bisschen umeinander gereiht. Ja, das war nix. Und dann haben wir einen Hirschröhren gehört, ja? Den gemeinen Helch. Helmut, der Helch! Hat dann sauber umeinander gegeben. Und dann sind wir wieder querfeldein da so um. Ich mach das jetzt da mit groß, damit man es besser sagt. Löwensepp, du wolltest noch was zu Cyberpunk sagen? Ja, stimmt. Nein, habe ich nicht weitergespielt. Aber da ist der Patch jetzt gekommen. Hab schon überlegt, ob ich privat weiterspiele. Streamen werden wir Cyberpunk nicht mehr. Seid zwar nicht besser, aber Cyberpunk interessiert keine Sau mehr. Haben es einfach verkackt. Also da hat CD Projekt einfach sauber 2 Potenzial verschenkt für das Spiel. Die hätten alle Möglichkeiten gehabt. Die hätten alles abräumen können, was da ist und was deren. Schade drum. Schade drum. So nicht heißt, es ist ein schlechtes Spiel, aber wir werden es nicht mehr streamen. Das habe ich keinen Bock nicht. Also, es juckt mich gar nicht mehr. Null. Vom Hype treiben lassen, das war's. Ich werde es privat weiterspielen. Ich werde mir den Patch vielleicht einmal anschauen, der gekommen ist. Schauen wir mal. So. Jetzt bei's Obacht. Haben wir Richtung Nordosten. Haben wir einen Hirschröhren gehört. Ich glaube, diesen Hirsch-Spawn da. Ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger, ich glaube schon. Haben wir den Hirsch, haben wir Röhren gehört, haben wir ihm nachher. Der hat sich weiter bewegt, offensichtlich. Ich glaube, wir haben auch 2 Hirsche-Röhren gehört. Einen mit dem da und einen mit dem da weiter im Osten. Das waren die 2. Herr Langenecker, Kruzifix! Das machen wir wirklich mal eine Runde mit uns einfach zum Test. Jeder sagt, was er hat, dass es kein Gemetzel gibt. Da bin ich nicht scharf drauf. Da einfach gerne neue Leute im Game treffen, die nicht gleich schießen. Bin derzeit in einer Gruppe von 5 Personen. Bitte verfolgt's mich nicht. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich mag doch einfach nur umeinander roamen und looten. Looten, bluten und sputen. Herr Langenecker, Dankeschön. Und bitte hör auf mit den Donations. Bitte. Dann mach wenigstens, weiß ich nicht, schreib's einfach in normaler Chat ein mit irgendeinem bestimmten 3 Emojis dort, damit ich es aus dem Chat auslese. Please, stop it. Please! Ich sitze da und hab so ein unfassbar schlechtes Gewissen und sitze in einer Zwickmühle drin, weil ich nicht Nein sagen mag, aber ich muss. Ich muss, Alter. Ich muss. Wenn ich da jetzt drauf anspringe, dann wird ich entweder von anderen Leuten rasiert oder von noch mehr Leuten mit Geld zugeschissen, damit sie mitspielen können. Und ich mag weder das eine noch das andere nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Please don't. Please. Herr Langenecker, vielen Dank für die Donations. Natürlich, da haben wir schon mal drüber geredet, in jedem Stream reden wir drüber. Vielen Dank für die Tipps, die sind sehr hilfreich. Das ist aber klar, Schiebe nicht bei Ahnung hat, das ist super. Aber was es eben ist, bitte, bitte. Simon Wolfi, danke für deine Mitgliedschaft. Du kriegst die große Tröte und die kleine Tröte und die Mini-Tröte. Simon, welcome to the squad. Ab in den Chat habe. Der Simon. Herr Bruckner, merci für den Euro. So, jetzt ist er Ruhe, Leute. Hört jetzt mit der Donaterei auf, weil ich wahnsinnig werde. Ich werde wahnsinnig. Und ich werde nicht aufhören, dass ich was dazu sage, weil wenn wir so weit sind,
Wenn wir so weit sind, dass ich nicht mal mehr auf Donations irgendwie Merci sage oder sonst irgendwas, dann bin ich da, wo ich nicht hin möchte. Und alle, die da sind eigentlich, die müssen wissen, was ich meine damit. Und das habe ich schon so oft gesagt und ich will das einfach nicht. Das wird passieren, wird weiterhin so passieren. Es hilft nicht. Es hilft nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was stimmt eigentlich nicht mit der ganzen Scheiße da? Was ist eigentlich passiert, Alter? Was passiert eigentlich? Ich bin hergegangen und habe vor 4 Jahren ein Video über scheiß Leberkäse gemacht. Heute haben wir da. Was? Wo? Ich verstehe die Frage nicht! Ich verstehe es einfach nicht. Dankeschön. Meine ernst. Ich meine, wie soll ich ein Dankeschön nicht ernst meinen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Das ist einfach seit ziemlich langer Zeit ziemlich krasser Scheiß und ich weiß nicht, wie ich Dankeschön sagen soll. Ich hoffe, euch unterhält, was ich mache und dann wird es schon passen. Mehr kann ich auch nicht mehr. Leute, vielen Dank von ganzem Herzen für alle Donations und die ganzen Mitgliedschaften und an den Roland! Rest in Peace, Mr. Headphone User, wieso soll es dir anders gehen? Grüezi fix! Mr. O. Gorbo, merci dir für deinen Zwickel. Bitte. Pussy aufs Nussi. Dankeschön. I'm serious. So, kann man jetzt bitte in der Reise weitermachen? Reiseresümee! Lee Browns zauberhaftes Reiseresümee! Schreibt das mal ganz oft hintereinander. Nein, sag's mal ganz oft hintereinander. Reiseresümee, Reisemöse, was? Es hört aber heute einfach nicht auf. Herr Blauensteiner, Servus aus dem schönen Österreich, aus dem Waldviertel. Dann sage ich, Servus, zurückkommen, meine Lieblingsnachbarn, meine Bussi aus Nussi. So, wir sind wieder auf, haben wir den Hirsch verfolgt. Der hat geröhrt. Dann ist er davor gelaufen, der Hurensohn. Haben wir ihm nachgelaufen, da durch den Wald und haben ihn immer so verfolgt. So ein bisschen so, ja, da ist er. Haben ein bisschen da so umeinander geguckt. Und dann haben wir da herum am Gipfel haben wir ihn erschossen. Dann haben wir ihn sauber zerlegt, haben wir ihn auseinandergenommen, haben wir uns Steaks mitgenommen, dann haben wir ein bisschen umeinander gehackt, dann haben wir das ein bisschen umeinander gegrillt. Jetzt haben wir, was weiß ich, den gerade 2 Tipf. 2 Tipf! Ha! 2 Tipf, Alter. Ah, der Helch, es war der Helch und nicht der Hirsch. Ich hab nicht gewusst, was es ist, ich hab gesagt, der Helch ist der Hirsch. Es war der Helch! Helmut! Der helle Helch! Habe ich ihm sauber ins Gesicht geschossen, dann haben wir ihn zerlegt, den Herrn Helch, ja. Dann haben wir uns sauber die Helchsteaks rausgeschnitten und dann haben wir ihn sauber bradelt. Dann ist es Nacht geworden. Haben wir davon gelaufen, weil wir nicht gewusst haben, wie man das Feuer wieder ausmacht. Sind wir da oben gelaufen, an die Kreuzung, und haben uns dann dazu entschlossen, dass wir in das Military-Gebiet aufgingen. Aha. Da waren wir dann. Da haben wir einen Haufen Zeug gefunden, vor allem einen 90er Rucksack, einen riesen Drum-Rucksack, der uns zwar massivst in der Bewegung und in der Ausdauer einschränkt, aber wir können alles mitnehmen, was wir brauchen. Vielleicht sortieren wir da einmal ein bisschen mehr aus. Ich weiß auch gar nicht so recht, auf was für ein Loot, dass ich noch warte, der zum Austauschen ist und so. Ich glaube, beim Mosin kann man noch austauschen. Mal schauen. Die AK ist schon ganz geil. Du kannst sagen, was du magst. Die AK kann man immer brauchen, ist schon ganz geil. Die hat auch richtig schön funktioniert, auf die Wölfe kommen wir gleich. Dann haben wir weitergegangen, da in dieses komische Konstrukt und in diese komischen Bunker da hat es aber nicht recht viel gegeben. Dann haben wir die Servermeldung gekriegt, in 20 Minuten fährt der Server herunter. Dann haben wir uns natürlich umgetan, ja? Looten und sputen! Hashtag Looten und sputen! Alter. Dann haben wir da auf und haben wir da alles gelootet. Dann ist der Server runtergefahren. Ich glaube, das war das Gebäude da. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, es war das Gebäude da. Ich hoffe, ihr seht es mit dem Mauszeiger, as always. Ja, und dann waren wir heraus. So, dann haben wir uns wieder eingeloggt. 5 Minuten später oder 3 Minuten später. Und auf einmal her ich Wölfe. Und zwar wahrscheinlich die da. Da ist nämlich auch genau ein Spawn. Und voll das Geballer. Dann kommen dann haben wir natürlich davor gelaufen, erstmal Richtung Süden. Und dann rennen mir die Wave noch. Tja, schlecht. Sind wir davor gelaufen, da in den Süden aber. Irgendwo da, bis daher, glaube ich. Haben wir 2, 3 erschossen, Open Field. Und sind wir dann nach Westen abgehauen, da oben. Da haben wir dann gelaufen. Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, wo wir jetzt gerade sind. Ich kann es nicht genau sagen, wo wir sind. Kann da sein. Dann 2 Gebäude. Ja, da haben wir.
haben wir uns schon wieder verlaufen, weil wir nicht auf den Kompass geschaut haben, so Nordosten auf, also da herum sind wir. Woher ich das weiß? Das weiß ich deswegen, weil das da das kleine Bauernhofgebäude ist, das ist das große Bauernhofgebäude, das da ist die Hähnerhütten, die steht, und da dazwischen ist der Wohnwagen, der ist nicht eingezeichnet, und da sitzt man drin. Und da die sagen, 12 Stunden oder 11 Stunden überlebt Mr. LeBron, still untouchable, unkillable, invincible und unsichtbar. Das war wieder eine sehr, sehr schöne Reise. Ich sage euch, wie es ist. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich habe keine Ahnung. Nach dem 6. Mal habe ich immer noch Bock, dieses Spiel zu spielen. Und ich kapiere nicht, warum. Das Schöne an dem Spiel ist, obwohl nicht viel passiert, bleibt es trotzdem irgendwie spannend. Permanent. Und ich weiß nicht, warum. Löwensepp, wo hättest du vermutet, von wo die Schuss gekommen haben? Jetzt pass auf, können wir nochmal zurückschauen. Schüsse, also ich glaube, ich bin mir ja nicht hundertprozentig sicher, in was für einem Gebäude wir waren. Entweder in dem da oder in dem da herunten. Oder in dem, keine Ahnung. Auf alle Fälle von Norden. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, ja, wir haben da 2 Wolfpacks und 2 Wolfspawns und da 2 Wolfspawns, aber das war ja unmittelbar nach dem Server-Restart, also kann es eigentlich nur das Natter nicht gewesen sein. Und deswegen glaube ich, dass einfach aus dem Norden dort die Schuss gekommen sind. Ja, da war das Gebäude, wir haben davor gestanden, haben uns umgedreht und da war eine Mauer und hinter der Mauer hat er geschossen. Also der war Luftlinie 20 Meter weg von uns. Oder 30. Maximal, Alter. Maximal. Und dann haben wir den Süden abgehauen. In der entgegengesetzten Richtung, von wo ich weggelaufen bin. Naja. Miss Patty! Gute Nacht. Looten und sputen, Kinder. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Hey, an der Stelle habe ich mir eine Frage zwischendurch. Und zwar habe ich mir erst ein Video geschaut, wo jemand ziemlich fest über Twitch schimpft, dass da mitten unterm Stream Werbung kommt. Ist das so? Ist das auch da so? Bitte sagt mir das, die kommt nicht von mir. Das war das Erste. Selbiges bitte die YouTube-Leute. Kommt eigentlich mitten unterm Stream einfach so randomer Werbung? Miss Patty schreibt, nein, bei dir nicht. Wahrscheinlich, weil ich kein Partner bin. Habe ich noch nie gehabt. Ja, Yamadoya schreibt auf YouTube nicht. Ja, das ist jetzt völlig aus dem Kontext gerissen, Verzeihung. Deswegen habe ich mir einen Asmongold angeschaut. Ich schaue Asmongold zumindest manche Stream-Highlights oder wenn er über irgendein Thema redet auf YouTube, weil er doch ab und zu mal halbwegs sinnvolle Sachen aus seinem Maul rauskommen. Und ich mag ihn, man kann einfach, den kann man nur mengen irgendwie, der hat sich sehr krass draht. Wer kennt einen Asmongold, dann brauche ich nicht weiter schmerzen. Devil Deluxe, merci dir. Wir spenden euch gern, weil es eine coole Sau ist und das verdient das. Also kauft euch und tschü. Schon wieder Österreicher. Du weißt, tschü, was ich automatisch Österreicher. Merci dir, Alter, das beruhigt mein Gemüt und mein Gewissen ein bisschen. Dankeschön. Dennoch eskaliert es manchmal ziemlich stark und ich weiß nie, wie ich da drauf reagieren kann. Werbung nur am Anfang schreiben einige. Okay, wie ist das bei Twitch? Kommt da am Anfang eigentlich Werbung? Bevor es in Ding reingehst, bevor es in Stream reingehst? Bei YouTube einfach Adblocker installieren, schreibt mich an, wenn ihr wissen wollt, welche. Den ganz normalen Adblock Plus. Nö, gar nicht, nein, nix. Okay. Ja, gut. Dann ist es ja toll auf Twitch. Dann glaube ich, betrifft es wirklich bloß Partner. Also Affiliates und Partner, der ich nicht bin. Kommt jetzt wahrscheinlich gleich wieder die Frage, warum eigentlich? Weil ich zeitgleich auf YouTube stream. Da können wir jetzt einmal umschalten. Wenn man da sagt, das ist der Chat. Wir haben da einen YouTube-Chat, da mit dem kleinen roten Symbol, und da ein Twitch-Chat. Und das darf ich nicht, wenn ich Twitch-Affiliate oder Twitch-Partner werde. Und das war natürlich ein Chaos. Herr Langenecker! Was tust denn du? Sollten wir dich mal treffen in der Sie, freuen wir uns sehr. Ihr Schweinebärmänner kennt es ja forsten, weil ihr genau wisst, wo sie seid. Herr Langenecker, das war nicht wieder, ich hoffe, das wird nicht besser aufgefasst oder irgendwas, oder da ist jetzt nicht die Enttäuschung riesig oder irgendwas. Es ist so unfassbar schwierig, das ist genau die Situation, in die ich nicht kommen möchte, und da stecke ich jetzt mittendrin.
Bis dahin dir viel Glück und wir warten einfach, bis du dich doch mal in einem Gruppentreffen in Daisy überreden lässt. Wenn du magst, kannst du in unserer Discord-Gruppe sagst einfach Bescheid. Das machen wir anders rundum. Wenn ein LeBron seine Reise irgendwann einmal endet und ich weiterhin aber Bock aufs Daisy habe, aber nicht streamen will, dann ist das ganz was anderes. Dann habe ich sogar gerne Interesse daran, Leute mal zu finden, aggressivere Gruppen oder ermittlende Gruppen, mit der man ernsthaft und vor allem offstream und privat und nicht als hey, der Bürger spielt mit und alle flippen aus, bla bla, spielen kann, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber da ist es einfach schwierig, weil das etwas auslöst, was ich nicht auslösen will. Zwei Sachen. Sternenkind, vergesst für den Zwickler, gut Nacht, Bürger, hau rein. Herr Sternenkind, hauen Sie rein, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für deine Donos. So, eine Ruhe jetzt. Na, bei mir kommt auch keine Werbung, na, Bürger treffen und looten. Sagen wir mal, YouTube ist kacke, was das betrifft. Nö, YouTube nicht. Ja, ganz im Gegenteil. YouTube, also zurück zur Werbung. So, der Stream ist hiermit abgeschlossen. LeBrons Reise ist für heute beendet. Sie geht frühestens weiter nächsten Montag. Sagen wir jetzt einfach einmal. Und ansonsten werden wir es dann schon sehen. Donos. Jetzt muss ich erstmal von der Bib drehen. Jetzt können wir uns ein bisschen unterhalten. Herr Austrian, jetzt gibt's nicht. Das ist einfach die Neverending Story. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Austrian, ist Zeit für den imaginären Hut, oder? Danke dir. Austrian gets summoned. Eine gute Nacht, denk alle, war wieder ein Wahnsinn-Stream. Bis am Montag. Hashtag 11 Stunden. Jetzt 11 Stunden Zero Deep. Hashtag Unsterblicher. Hashtag Liebretzel. Hashtag Helch. Also die größte Errungenschaft des Abends, finde ich, ist auch Helch. Wenn du mich fragst, Helch. Und das T-Shirt, das so dermaßen gekommen wird, wo die Map drüber ist, dass es nur noch schäbert. Hashtag Gickeltipp, Hashtag geiler Wichser. Wie viele Insider das allein schon jetzt in den 6 Runden Daisy entstanden sind, ist eigentlich schon, wie geiler geht's eh schon gar nicht mehr. Sternchen, apropos, nenn mich Franziska. You serious? Ich glaube, es ist Zeit für Entschuldigung, es tut mir richtig leid. Es tut mir wirklich so richtig leid für jede Franziska in diesem Bundesland. Aber dann kann ich endlich einmal fragen, hast du eigentlich jetzt mittlerweile schon mal mit deinen Leuten geredet, was da los ist? Schleich dich ins Bett jetzt, Dankeschön, Dankeschön. Hau die eine, hau ich dir. So, Ruhe jetzt! Wo waren wir stehen geblieben? Kurze Unterhaltung für dieses Werbethema, ist mir wichtig. Warum? Weil ich da immer wieder am Schluss drüber rede, weil ich das nicht haben will. Ja? Ich möchte, erstens, nehmen wir mal den rein wirtschaftlichen Grund. Ja? Rein wirtschaftlicher Grund. Oder rein wirtschaftlicher Bezug aus meiner Sicht. Mit der Werbung vor dem Stream auf YouTube verdiene ich einen Scheißdreck. Interessiert mich nicht. Interessiert mich null. Wenn ich da jetzt drauf schauen darf, was ich nicht gezielt tue. Okay? So. Punkt ist, YouTube, wenn ich die Werbung ausschalte, die Monetarisierung ausschalte, schaltet YouTube trotzdem Werbung. Da wo ich mir denke, dann fickt euch, dann schaltet es natürlich ein. Was soll das? Da läuft trotzdem Werbung, aber da habe ich gar nichts davon. Dann kriege ich nicht einmal die. Was kriege ich? Was schätzt denn jemand, was ich für so einen Stream an Werbeeinnahmen kriege? Was Schätzungen? Und realistische Schätzungen bitte. Ab in den Chat. Und da lüge ich jetzt auch nicht. Da habe ich noch nie drüber geredet. Und das rede ich auch nicht. Ich mag da auch gar nicht drüber reden, aber das ist ja so ein lächerlicher Betrag, dass es wurscht ist. Ich würde sagen, 85 Euro. Es geht jetzt nicht um Donations, das ist ganz was anderes. Über das mag ich gar nicht reden. Da reden wir nicht, weil da kommt bloß ein Bullshit raus. Okay, 1 Cent pro Zuschauer, 50er, 4,50 Euro, 20er, 20er, 5er, 20er, 40er, 400 Euro im Monat. Im Monat kann ich es gar nicht sagen. 25, 10, 2,50, 20, 10 Cent, 5 Euro. Nicht ganz 5 Euro. Nicht ganz 5. Schauen wir doch nach. Schauen wir doch einfach nach. Bevor ich jetzt da irgendeinen Mist erzähle. Aber ich weiß, ja, wie es ist. Brauche ich noch schon, aber schauen wir. Okay.
Den jetzigen Stream kann ich natürlich nicht schauen, weil das habe ich 2-3 Tage dauert, bis es dann irgendwo ein Betrag steht, den ich sehe. Schauen wir mal zum Beispiel Doom am Montag. Hat 5000 Aufrufe. Ja? An so einem Abend übrigens, wenn es ein guter Abend ist oder der durchschnittliche Abend, dann hat so ein Stream um die 5000 Aufrufe nach 2 Stunden. Ja? Ist so der Durchschnitt. Richtig krass gut ist 10.000 aufwärts. Mittelmäßig ist dann so 3.000, 4.000 und alles drunter ist dann ungewöhnlich wenig, ja, wenn ich das jetzt so sagen kann. Schauen wir mal, der Doom Stream hat, wo sehe ich es? Da sehe ich es, Umsatz, pass auf, 5.000 Aufrufe, 6,67 €. 6,67 €. Aber okay. Ist jetzt auch nicht so, dass wir mir 50.000 Zuschauer haben und ich 8 Stunden am Tag stream und. Aber die 6,60 € wegen denen, weißt du schon, wegen denen schalte ich nicht die Werbung ein, das interessiert mich nicht. Rein aus wirtschaftlicher Sicht. Ja? Wenn ich das jetzt monetar betrachten würde, rendiert sich das nicht. Mir ist einfach scheißegal. Okay? 6 €. Interessiert mich nicht. Ist aber, um ganz ehrlich zu sein, ist aber in Ordnung für das, was Klicks hat. Für unsere Mundart-Geschichte ist es sogar noch relativ viel, weil YouTube nicht einschätzen kann, was man mir da deren weiß nicht, was für Werbung das geschaltet wird und dann kommt irgendwas. Und da klickt keine Sau drauf, weil das meistens völlig out of context ist, was da für Werbung kommt. Diese Idioten schalten Vegetarier-Bullshit vor meine Grillvideos. Da wo ich den absolutären Fleischholocaust zelebriere. Da muss ich sagen, YouTube geht's noch dümmer? Ja gut, dann halt nicht. Roman Empire, super Stream, merci und wir sehen uns wieder. Herr Roman Empire, das freut mich sehr. Ich freue mich aufs nächste Mal, hauen Sie rein. Merci für den Zirkel und die anderen Donos, habt ihr nicht übersehen. Herr Devil Deluxe, wann merkt man, dass man alt wird, wenn am Samstagabend schon vor Mitternacht das Bett geht? Ja, so weit bin ich noch nicht. So, jetzt pass auf. Ein bisschen weiter aus dem Nähkästchen plaudern. Dann überlege ich natürlich so, mir geht's ja genauso. Wie oft, dass ich am Fernsehen YouTube schaue. Mittlerweile echt viel. Wirklich viel. Und wenn das ein 3-Minuten-Video ist und dann fängt da Werbung an und ich sehe oben links schon stehen, Werbung 1 von 2 und es ist so eine, die ich nicht überspringen kann, dann gehe ich aus dem Video raus und schau mir das Video nicht an. Geht's da noch jemanden so? Warum speint die Leute jetzt vor lauter Lohe? Geiler Stream wie immer, habe Tritt miteinander. Ja, Adamski, haben Sie eine, habe die Ehre. YouTube Premium. Sie wollen es verkaufen, um das geht's ja. Um Gottes Willen, bitte der's mir den Gefallen und kauft euch keinen YouTube Premium Account. Und ich sag's euch, aber es ist, sie haben mich schon ein paar Mal so weit kurz davor gehabt. Weil ich mir denke, Alter, scheiß auf die 12 €, ihr nervt's mich nur noch. Ja, mach ich also, ja, mir ist schon fertig gerufen. Da muss ich schon wirklich extremst interessiert sein an dem Video, das ich sehen möchte, dass ich mir diese Dreckswerbung anschaue. Zum 100. Mal am Tag. Abgesehen davon. Weil das Video, das ich anschaue, dauert 5 Minuten, wenn überhaupt. Aber ich schaue mir da vor 30 Sekunden irgendeine Rotze, die ich nicht sehen möchte. Uzi, 6 €, da geht der klar Ranjit Mahatma Gubulu 4 Monate Schuld zusammen. Das ist hardcore rassistisch, ist aber Hashtag geiler Wichser. Es läuft jetzt nicht darauf hinaus, dass es mir um diese 6,60 € geht und das so wenig ist. Entsprechend der Klicks und der Viewtime und so weiter. 6,60 € ist sogar noch relativ gut. Das ist über 1 € pro 1000 Klicks. Das ist relativ in Ordnung. Für unsere Verhältnisse der Mundart. Ich weiß nicht, ob es andere Mundart-YouTuber gibt, die mitschmerzen können. Ich weiß es nicht. Egal. Aber mir geht es hauptsächlich darum, bringt's mir, dann überlege ich natürlich, Alter, bevor jemand, er geht in mein, vielleicht kennt mich jemand nicht, ja, die ganze Welt kennt mich nicht, aber vielleicht sagt jemand meinen Stream und fühlt sich durch mein Thumbnail oder meinen Titel oder das, was ich gerade spiele oder was auch immer, interessiert und denkt sich, ja, schauen wir halt einmal schnell eine. Klickt drauf und dann fängt diese scheiß Hurensohn-Werbung an.
und dann ist er vielleicht doch nicht so genügend interessiert und Fan vielleicht schon, dass er es über sich ergehen lässt, weil er es sowieso schon anschaut und geht. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, YouTube, dann schalte die scheiß Werbung aus, weil eine geschissene 6 Euro interessieren mich einen Scheißdreck. Die interessieren mich einen Scheißdreck. Ich möchte gern Zuschauer erreichen. Deswegen mache ich das hier. Und wenn der schon wegklickt, bevor er überhaupt im Streamerin ist, bloß weil es irgendeiner scheiß YouTube-Premiere, Premium, was weiß ich was, ins Fressbrett ekeln wollt, auch mir, dann fickt's euch. Was ist das? Das muss doch auch für YouTube selber kontraproduktiv sein. Wenn dadurch weniger Viewtime entsteht, wenn dadurch ein Klick verloren geht, wenn dadurch ein User verloren geht, der eventuell an einem Content Creator hängen bleibt. Und dann eventuell, und jetzt reden wir wieder über rein aus der wirtschaftlichen Sicht, der dann eben einen YouTube Superchat benutzt oder eben Mitglied wird, wo YouTube Geld verdient damit. Ich verstehe es nicht. Was muss ich denn da so eine scheiß behinderte Doppelwerbung einbauen, die ich nicht überspringen kann? Kapier nicht! Ich sage ja nichts. Um Gottes Willen, die müssen Geld verdienen. Ja? Das ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Ja? Riesengroß, Milliardenunternehmen, die müssen Geld verdienen. Das ist ja alles legit. Und Werbung ist auch legit. Ist völlig in Ordnung. Davor hat ich als Creator was, wenn auch nicht viel, um ganz ehrlich zu sein, weil die Mundart nun mal Fluch und Segen ist. Unser Dialekt ist Fluch und Segen. YouTube weiß einfach nicht, was wir mir da tun. Ganz einfach. Und wir haben einfach zu wenig Leid, dass sich da Gedanken drüber gemacht wird. YouTube-Seite ist aber auch nicht schlimm, ist in Ordnung. Und ich sitze da und denke mir, das macht keinen Sinn, Alter. Das macht wirtschaftlich doch keinen Sinn. Und ich sage ja, mein YouTube Premium Umsatz, der wird verheer, gell? Das sehe ich. Ich sehe das. Der ist bei Doom. YouTube Premium ist dieser Premium-Account in YouTube. Ich hab selber keinen. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich jetzt einen Scheiß erzähle, haben wir mir irgendjemand mit. Niemand braucht sie um Gottes Willen schämen, wenn er einen YouTube Premium-Account hat. Das ist aber das Erste. Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, wenn sie da jetzt irgendjemand outet, der hat einen YouTube Premium-Account, dann wird er nicht angefragt. Weder im Chat noch von mir. Jeder kann tun und lassen, was er will. Und ich sag, dass die Leute erinnern mit YouTube Premium-Account. Ich sag nicht wie früher, aber ich sag, dass es mehr haben wie früher. Hat jemand einen YouTube Premium-Account? Mich würde nämlich auch interessieren, was dann passiert. Hast du gar keine Werbung mehr? Da müsste der X1842X, ja, ich habe einen. Ich habe einen. Der Björn Blutaxt hat einen hier. Ja, es sind schon ein paar da. Es ist einfach keine Werbung nicht da. Das ist ja nichts Schlimmes, um Gottes Willen, um das geht's nicht. Aber um die penetrante Art und Weise, wie YouTube das durchdrucken möchte, das geht mir auf den Sack. Herr Launig, lass dir bitte noch mal letzte Toni vor. Wo? Da. Nein, alles gut, Bürger. Oh, hab ich übersehen. Leider, wenn ich jetzt da irgendjemanden übersehen, ich bin so halb im Kruzifix-Modus. Nein, alles gut, Bürger, wir sind da nicht besser, weil wir wissen, wo es dir geht. Uns geht es nur um Spaß am Spielen und nicht um sinnlose Gemetzel. Kann schon mal passieren, dass man sich eventuell offstream erwischt. Kommen Sie auf alle Fälle mal zu mir ins Discord, das ist mal das Wichtigste. Merci dir. Seriously, für Tipps und für alles andere auch. Du weißt, was ich meine. Uzi, 6 Euro, da geht der gleich rein, haben wir schon gelesen. So. Also, absolut Zero Werbung. Okay. Ja, okay. Das ist ja okay. Aber ganz ehrlich, 12 Euro ein bisschen viel. YouTube, seid mir nicht best, 12 Euro ist eine maßlos, ist so maßlos überteuert. Es ist so maßlos überteuert. Verglichen mit Netflix etc., wo du fucking Hollywood-Produktionen hast. Und da ist nicht nur zusätzlich Werbung zwischen vor, nach und in die Videos und was weiß ich. Das verstehe ich nicht ganz. YouTube macht da mit 10 Euro draus, also mindestens unter 10 Euro mit 9,99 Euro oder am besten 7,99 Euro. Und ich hab so schnell einen Premium-Account, so schnell könnt ihr gar nicht schauen. Sag ja ganz offen und ehrlich, was ist, da mache ich sogar Werbung dafür. Weil dann ist es eine gute Sache. Ja? Da nehme ich auch der Creator was davon. Okay? So, verglichen jetzt. Nehmen wir Doom. Nehmen wir Doom als am Montag als Beispiel. Wie gesagt, 5000 Aufrufe. Mit geschätzter Werbeumsatz
6,67 Euro. Geschätzter YouTube Premium Umsatz, was ganz wenig Leute sind. Das sind wirklich wenig. Das haben sie ein paar gemeint, aber es sind echt wenig. 3,74 Euro. Okay? Und es waren früher ein Cent. Weiß ich noch, vor 2 Jahren, vor einem Jahr war der YouTube Premium Umsatz. Ich habe mich gefragt, was ist YouTube Premium Umsatz? Das tut doch keiner freiwillig. Warum? Von einem Cent bis 3 Cent pro Video, teilweise mit 100.000 Aufrufen mehr, auf 5.000 Aufrufe 3,74 Euro. Das heißt, ich habe als Creator auch was davon. Nochmal, wenn man das jetzt wieder falsch im Mund umdreht oder sonst irgendeinen Rotz. Mir geht's nicht, ob ich da jetzt 3 Euro oder 30 Euro oder was weiß ich, um das geht's nicht. Uzi, gehst zum Nachbarn, haust ihm jeden Tag 3 auf die Lätschen und sagst, er muss Premium-Nachbar werden, dass du aufhörst YouTube Premium. Ja, aber genauso fühlt sie sich ja an. Genau so fühlt sie sich ja an. Und sie haben mich schon ein paar Mal mitten in der Nacht gehabt, dass ich jetzt mache einfach den scheiß Account, weil ihr nervt's mich. Ich möchte einfach in Ruhe YouTube schauen. Und nach jedem Video. Und wenn ich das, was das Allergeilste ist, das, ich schaue mir das Video, ich bin wirklich interessiert und hooked und denke mir so, ja, dann schaue ich mir die Dreckswerbung und die allerschlimmste Werbung ist, die 20 Sekunden dauert oder 25, die du nicht überspringen kannst. Wer hat denn die Scheiße eingeführt? Was denken sie sich denn? Kruzifix! Und dann lass es über mich ergehen. Sitz auf der Couch und denk mir, oh Gott, ich stirb gleich innerlich, mach hin, Alter. Was ist los? Dann bin ich in dem Video drin, steh noch die ersten 30 Sekunden fest, so, okay, das ist vielleicht doch nicht das Video, was ich mir vorgestellt habe, schau mal das nächste, geh zurück oder klick unten bei den Vorschlägen auf das nächste und die Werbung kommt wieder. Und ich muss mir wieder 2 hintereinander, 2 mit 10 Sekunden irgendeinen Scheißdreck anschauen. Ich flipp aus! Wenn's wenigstens die überspringbare war, ja? Die zum Überspringen ist, wie früher. Dauert, was weiß ich, wie lang, ist scheißegal, aber nach 5 Sekunden kannst du das überspringen mit einem Druck. Warum hat das nicht gelangt? Weil sie einen verfickten Dreckskrong nicht vollkriegen. Ich kotze! Die machen die ganze Plattform kaputt damit. Und kapieren's nicht. Ich versteh's nicht. Die kratzen wahrscheinlich mit denen von 100 Leuten, von dem einer Idioten. Nicht falsch verstehe, jeder kann sich sein Premium-Account machen, aber ich rede jetzt aus der Sicht von YouTube. Mit dem einer Idioten, der dumm oder genervt, sagen wir es so, dumm ist er noch nicht einmal, genervt genug ist, dass er diesen scheiß YouTube-Premium-Mist macht, verdienen es wahrscheinlich mehr wie mit den anderen 100, die es nicht machen, die sie bloß irgendeine Werbung geben, die sowieso egal ist. Und deswegen scheißen sie auf diese 99 User, die vielleicht dann zu TikTok oder irgendeinen anderen Mist gängen, weil sie eine verdammte Aufmerksamkeitsspanne von einem scheiß Goldfisch haben. Und da dann sie wundern, so, wieso schauen denn alle TikTok? Ja, weil ich doch nicht alle 4 Sekunden zurückgeschissen wir mit der Drecks-Hurendrecks-Werbung. Kotzen. Warum machen sie mit Gewalt die Plattform kaputt? Und ich sag's euch, wie ist, ich darf die Werbung ausschalten. Ich würde es tun. Aber es ist egal. Du gehst her und entmonetarisierst deine Videos und deine Streams. Weißt du, was YouTube tut? Schalt einfach trotzdem Werbung. Bloß, dass ich nichts mehr davon hab. Und satz mir nicht besser. Aber die verfickten 6 Euro und 3 Euro, die nehme ich YouTube weg. Das sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. Die lasse ich mir von einer geben, die 10 Euro insgesamt, von die Werbeeinnahmen und von die Premium-Umsätze. Die lasse ich mir geben. Ich darf mir das alles eingelassen. Über 12 Euro haben sie euch ins Hirn geschissen, oder was? Und trotzdem habt ihr mich schon ein paar Mal so kurz davor gehabt, dass ich es mache. Weil es mich nur noch nervt. Stanley McGomez, TikTok macht mittlerweile so viel Scheißwerbung, dass es zu spät ist. Das weiß ich nicht. Ich nutze kein TikTok. Jetzt, wenn ich versuche, mich damit zu befassen, kriege ich nach 2 Minuten einen Schlaganfall und drück's weg. Tja. So viel dazu. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich darf die Werbung deaktivieren, wenn ich wissen darf, dann darf keine Werbung mehr laufen. Aber es läuft ja trotzdem und dann habe ich gar nichts davon.
So, ganz ehrlich, dann schalte die Werbung ein, sie läuft genauso wie vorher, aber ich hab was davon. Da glaube ich, ist mir auch keiner besser, wenn ich das tue. An alle, an wirklich literally alle. Ihr geht's keinem Creator dieser Welt. Geht's ihr her und wenn ihr einen Adblocker installiert und der ihm damit weh. Keinem. Nicht einem. Installiert's ihn. Einfach Google Chrome, Add-ons, Adblock Plus eine, los geht's. Wie es am Handy und am Fernsehen und so weiter funktioniert, theoretisch weiß ich hab's selber noch nicht gemacht. Wenn ich das einmal hab, kann man vielleicht einmal How to fick dich doch mit deiner scheiß Hurendreckswerbung, YouTube war das. Kann man mal machen. Viertel der fette Fisch, der Birge, ich hab unter den Tisch geschissen und der Keil stinkt. Hashtag asozial. Eder von daheim, Entschuldigung, ich hab die schon mitgekriegt, aber ich war im Rage-Mode. Danke für den Fünfer. Zuerst, was hab ich versandt? Und holt euch einfach YouTube warnst oder Dogs, was? Aber Dogs nicht zu laut. Ich weiß nicht, was YouTube warnst ist, werde ich mir aber sofort anschauen. So, Facebook ist ja genauso schlimm geworden mit der Werbung, Birger. Ganz ehrlich, Facebook ist ein Totalausfall. Seien wir uns doch ehrlich. Facebook ist die größte Rotzplattform, die umeinander rennt. Habe ich auch bloß noch, weil ich halt mache, was ich da mache mit meinem digitalen Entertainment und weil ich halt eine gewisse Reichweiten habe, sonst hätte ich schon lange keinen TikTok-Account mehr. Keinen Facebook-Account mehr. Also Facebook ist so lost. Facebook ist so im Arsch. Das ist brutal, Alter. Herr Langenecker, mal ein anderes Thema. Ich wünsche dir, deinem Team und der ganzen Community ein frohes Osterfest und bleibst gesund. Recht hast. Frohe Ostern, Bitches. Dankeschön. Ich hab kein Team. Ich bin alone. Da, meine Mods, ja. Die kannst du jetzt sein. Press F für die Mods ab in den Chat. So, Leute, ich glaube, das ist einmal ein Thema, so, da kann man wirklich einmal so ein Kruzifix und gleichzeitig ein How-To machen. Quasi ein Grow to fix. Aber gut, das ist wirklich ein eigenes Thema. Das mit der Werbung ist echt, das muss sein. Nicht falsch verstehen. Ich gehe nicht her und sage, auf keiner Plattform darf nie wieder Werbung kommen und sonst was. Die müssen irgendwie ein Geld umsetzen und so weiter. Das ist in Ordnung. Ich meine, sie stellen ja nicht zur Gaudi die Plattform zur Verfügung. Ist alles in Ordnung. Sagt kein Mensch was. Aber so mit Gewalt kaputt machen, ist einfach nur dumm. Und da wie grantig. Ja. Naja, wir werden sehen. Was ist jetzt das da wieder? Irgendjemand ist im Vollbier Squad. Jasmin, ich weiß nicht, ob das gerade passiert ist oder schon länger, ich weiß nicht, aber welcome to the Squad, Dankeschön. So, Leute. Jetzt ist er ruhig, es ist Eifee! What the Aber ich habe schon angekündigt, das kann ein wenig länger dauern. Das tut mir so ein bisschen leid für die den Stream nachschauen und sich freuen, vielleicht sogar, oh, geil, 3 Stunden Stream und dann hockt er die letzte Stunde über da und labert irgendeinen Mist. Aber ich weiß, vielleicht ist es ja halbwegs. Ich meine, das ist für uns alle, glaube ich, ganz interessant, dieses Thema, weil ich nicht weiß, wie viel Creator, wie es jetzt ich da mache gerade, über dieses Thema überhaupt reden und offen da drüber reden und ob überhaupt jemand eine Vorstellung hat, was da mit Zahlen los ist und so weiter und so fort. Und das betrifft mich als Schauer. Ich meine, ich schaue auch Twitch. Twitch schaue ich nicht so viel, aber YouTube schaue ich viel. Und ihr schaut auch alle YouTube und Twitch, weil sonst wäre es nicht da. Was es eben ist. So, für WD40 habe ich einfach kein Geld nicht. Das kann ich leider nicht von der Steuer absitzen, deswegen gibt es kein WD40 da. So, jetzt hier noch irgendwas quietschen. Ich nicht. So. Jetzt, Herr Langenecker, du musst, bitte, Herr Langenecker, sag mir, dass du irgendwo am Meister in der BMW bist und 5000 brutto verdienst, weil sonst krieg ich einen Schlaganfall mit dir. Ohne, dass ich Werbung mache, aber die Frage kam im Chat, wer eine Gruppe hinter Sicht sucht wahrscheinlich, meldet sich erstmal bei mir auf Discord unter Matthias 4302, danke Birger. Da gibt's überhaupt keinen Stress, nicht, ihr dürft euch ja gerne bei mir auf dem Discord verabreden, Link ist in der Beschreibung drin, dann gut, das ist auch nicht als Werbung oder irgendwas, ist völlig legit, alles gut. Wenn ihr euch da, für das ist mein Discord da, um einander zu finden, zum Zocken und was weiß ich und zum Gaudi haben, da ist jeder herzlich willkommen, treten Sie bei und ansonsten darfst gerne in Discord da einer schreiben, nur kein Server nicht. Dein Name ja, Server nein, passt. So, merci, Herr Langenecker. So, und jetzt Leute, jetzt ist er Ruhe. Jetzt ist er Ruhe. Jetzt mag ich nicht mehr. Die Reise war halt toll. 11 Stunden undefeated. Ja, Full Camo Mode. Nobody's seen us. 3 Wolf geschossen. Gelootet wie ein Gott. Völlig unsichtbar und lautlos. Fast. Jetzt darf ich sagen, Leute,
I'm serious. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch taugt hat, der Rest Daumen nach oben drücken. Das bedeutet mir sehr viel. Warum? Je mehr Interaktionen mit dem Video passieren, egal ob Daumen nach oben, unten, Kommentar, im Chat, teilen, Glocke aktivieren, das Allerwichtigste. Wenn du ein Abo da hast, aktiviere die Glocke, kriegst du mit, wenn ich ein Video bringe. Mittlerweile ist der YouTube-Algorithmus so behindert, dass er, selbst wenn du ein Abo bei einem Kanal hast, dir der nicht alle Videos zeigt und auch nicht alle Streams zeigt und so, wenn ich online gehe. Aber egal. Glocke aktivieren, Like da smashen. Einfach weil du das kannst. Normalerweise machen andere YouTuber das, bevor sie überhaupt anfangen und keiner überhaupt weiß, das Video ist vielleicht der totale Rotz, aber dann ist vielleicht schon spät, Hauptsache der Like-Button ist gesmashed. Helft uns, bringt uns im Listing weiter nach oben. Erreicht man mehr Leute, die dieselben Content genießen, wie wir mir das tun. Kann nur besser werden. Kostet nichts, das ist das Allerwichtigste. Da eskalieren mir manche ein bisschen stark, aber was soll ich machen? Ich glaube, da beschwere ich mich jetzt, wenn ich da auf die Uhr schaue, seit über 2,5 Jahren. Leute, danke schön für die ganzen Donations. I'm serious. Vielen, vielen lieben Dank. Bussi aufs Nussi. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Waren wieder einige dabei. Danke für die ganzen alten Mitgliedschaften, die da teilweise schon ein Jahr dabei sind und was weiß ich. Am Montag wird es einen Stream geben. Scheißegal, ob Feiertag oder nicht. Ist mir scheißegal, aber sag ich dir, was ist. Ich wünsche euch schöne Ferien, ein schönes Wochenende, frohe Ostern und vielleicht am Sonntag einmal How to Ostern anschauen, weil warum nicht? Vielleicht gibt es am Wochenende einen Stream, weiß ich noch nicht. Hashtag Map, Press F für die Moderatoren. Und jetzt seid schleicht euch davon. Habe Blät. Ja, wie war das heute? Sietle was? Das Vidania, glaube ich. До свидания, блядь! Habe! Wird nie langweiliger. Schleicht euch. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns spätestens am Montag. Bussi aufs Nussi. Habe.